Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. Ja, I'm gonna say. Okay. Was ist das gewesen? Ich weiß nicht, das ist doch irgend so ein Anime-Shit, nicht? Keine Ahnung, Bro. Wouldn't know. Hey, lang ist es her, Bro, seit wir zusammen das zweite allein geredet haben und es ist irgendwie nicht also wir haben jetzt sehr viele Folgen gehabt in letzter Zeit mit Freundinnen, Ja. mit Künstlerinnen. Wenn wir die nächste Show machen oder den nächsten Merch, alle, die gekommen sind, ihr kaufen für 1000 Schuss mindestens sein, Mann. Wieso meinst du das? Keine, ich meine, das in den letzten paar Wochen nur den Leuten unsere Zeit gewidmet. Aha. Jetzt soll es, wenn es um uns geht, soll es mindestens ein Taui liegen haben. Geil. Voll. Und jetzt freue ich mich darauf, um nochmal mit dir reden. Unter Brüder, ohne dass so ein Ziel oder so da ist. Oder so einen. Wir haben die 6-Stunden-Ticket aus. Ja, genau, so eine. Ich habe letztes Mal, wo er nachher gegangen ist, sind Sarah und ich im Auto gewesen, und ich so zum Sarah im Auto, Bro, habe ich auch so getönt? Will ich so wegen? Er so will. Ich verstehe jetzt schon, wenn wir es am tönt. Ja, wenn Leute gesagt haben, Bro, du bist so arrogant. Ich check's jetzt schon mal. Ich habe Artan erlebt. Nein, nur Liebe. Er Spiegel vorgelegt bekommen. Wirklich, Alter. Einfach kennst du die Spiegel, die so die Formen verändert? Ja, fix. So bei mir ist unten dünner geworden, oben grösser. Artan hat. Egal. Gut, auf jeden Fall, Bro, es gibt viel zum Erzählen, es gibt viel zum Erleben. Ich stelle dir heute Fragen, vielleicht stellst du mir heute Fragen. Ja, genau, ja. Aber ich stelle dir hauptsächlich Fragen, damit du mir Fragen stellst. Ja, genau. Damit ich Leute wissen, ja. kann erzählen. Shoutout an Illyrische Laien. Der Luan da rein. Luan. Er ist meine Lektüre jetzt. Jedes Mal, wenn er vollkommt, ich will schauen, was er sagt. Da Hang Schmuten. Da hangst du auch Zeit an Sämmer. Er hat keine Zeit, aber egal. Hey, er hat schon. Voll, Bro, wie geht's dir? Gut. Okay, auf jeden Fall ich. Kennst du das so? Ich will mal spielen, weißt du, wie ich habe das Video mal gesehen, so 2 im Auto, was Date haben. Er so zu viel, spiel mir ein Spiel. Weißt du, mit richtiger Frage. Schweizer, ja. Es geht in Deutsch zuerst. Also, spiel mir ein Spiel. Ich stelle eine Frage und du gibst eine ehrliche Antwort. Und nachher. Sie so, ach so, okay. Nachher sie so, was ist deine Lieblingsfrucht? Also, Banane, bist du noch umgefallen? Geil. Hast du schon mal im Auto gefliegt? Ja, also wer hat nicht? Stimmt, der Bruder hat ja einen Q7 gehabt mit grossem Koffer. Ich habe gerade letztens meinem Cousin erzählt, wenn man mit einem Q7 Sitz runtertust, die hinteren. Es ist ein Wohnmobil. Wohnzimmer, Bruder. Wohnwagen, Bro. Ja, Yacht. Bro, eigentlich hätte ich so ein TikToker werden, weißt du, Video, wo ihr ins Auto geht und so get ready mit mir im Auto, noch man kocht jetzt im Auto und so. Ja, das ist schon krass. Der Q7 war eine wilde Zeit, Bruder. Das ist ganz wild, das ist ein Für alle, die nicht wissen, also zum Beispiel ich. Wenn ein Q7 Lust. Ein Q7 ist ein Audi, ein fetter Audi. Fetter Whip. Wo ich und der Josh mit 18, 19, 20 sind wir rumgefahren, ja. Ja, gut. Haben wir geschaut, ja. Haben wir geschaut, dass die Leute schauen? Vielleicht. Ja. Haben wir gerne gehabt? Ich weiß nicht. Es ist Sound gelaufen, wenn Zero laufen lassen hat, Fenster unten. Wenn ich laufen lassen, sind Fenster so. Imagine Dragons hat angefangen. I'm breathing. Fenster am Aufgehen. Okay, Bro. Lustige Zeit, geile Zeit. Viele Flugzeuge gefahren mit dem Auto. Ja, wieso? Kein gut miteinander. Ja, fucker. Keiner weiß. Keiner weiß. Voll. Was haben wir da eigentlich noch für Sounds? Frage ich mich jedes Mal. Aber wenn wir schon bei dem sind, ich muss halt reingrätschen. Ja, sicher. Wir sind ja letzte Woche bei Cisa und Arton ihrer Late Night Show gewesen. Der Late Night Show oder so, wie sie heißt. Wie hast du gefunden? Menschen haben darüber geredet, aber jetzt sind wir noch schnell, weißt du, ich meine, es ist schon passiert bei letzte Woche. Klar. Hey, für mich, ich finde es immer geil, wenn
wenn du und ich an Shows gehen von anderen Leuten. Wenn wir eingeladen werden, ja. Wenn wir eingeladen werden, schon mal. Überhaupt so. Ich glaube, das ist 2-3 Mal passiert, seit wir überhaupt etwas machen. Wir könnten zwar auch mal etwas zahlen für Kultur, aber schon gut. Und es war wild gewesen, vor allem, ich sag dir jetzt so, sie haben es geil organisiert, mit dem Wiesel zusammen. Der hat mich auseinandergenommen. Der Wiesel, aber ich habe es ihnen auch schon gesagt, weil wir haben ja schon mal darüber geredet, da, wo sie da waren, und ich habe ihnen gesagt, ja, ist das die richtige Entscheidung, in so einem Hochzeitssaal aufnehmen? Mhm. Und dort haben sie ja gesagt, ja egal, weißt, für mich stimmt der Cash und so. Yeah. Was ist passiert, Bruder? Die logistischen Fähigkeiten im Vergleich zu einer fetten Location in Zürich oder was weiß ich, oder außerhalb ganz einfach Parkplatzproblem, Bruder, bei 400 Leuten. Und meiner Meinung nach, das sage ich von der Liebe, ich finde es so schade bei so einer Location, wenn der Sound nicht optimal ist. Okay, wenn die Soundanlage halt nicht gut, okay, wenn die Wände nicht gemacht sind für das. Okay. Aber ich bin auch ein Kulturkonnoisseur. Ja, fix. Verstehst du? Ja. Darum, der Rest habe ich es geil gefunden. Mhm. Sie haben gute Gäste gehabt. Auf der Bühne. Kurz und mündig. Sie haben eine erstaunlich grosse Community an weiblichen Gästen. Ja. So. Ja. Sehr es hat, glaube ich, 90% Frauen gehabt und 10% Männer, die halt einfach Freunde waren, die mit ihren Freundinnen gegangen sind. Voll, sehr jung. Mhm. So, also ja, ich würde sagen, zwischen 18 und 26 hat es alles gehabt, oder so, würde ich sagen, 27. Oder auch kleine Kinder habe ich auch gesehen, Bruder. Ja gut, aber das war ja Familie von ihr. Ja, okay, stimmt. Auf jeden Fall geil. Macht weiter, haut rein. Ich glaube, jeder kann Learnings ziehen nach Live-Shows. Wir haben auch sehr viele Learnings gezogen. Jedes Mal aufs Neue. Wir haben auch Sachen gelernt und dann wieder vergessen. Dann wieder falsch gemacht. Ja. Man kann alle Learnings ziehen und ich glaube, am Ende des Tages willst du den Leuten einfach etwas geben für ihr Geld, Mann. Punkt. Voll. Und das haben sie ja gemacht. Definitiv, ja. Wie hast du es gefunden? Ich finde es, also erstmal, ich finde geil, dass Cisa mal den Schritt gewagt hat. Sage ich jedes Mal, gehört sie jetzt sicher zum 1000. Mal. Aber ich finde es schön, dass sie mal den Schritt gewagt hat, weg vom Handy auf die Bühne, so gesagt. Ich finde es geil, dass sie das versucht hat und ich finde es auch geil, dass sie etwas macht, wo sie mega Freude hat. Du siehst sie an, weißt du, sie ist so mega so 7000 Fragen, weißt du, kommt es gut, kommt es nicht gut, so wie bei uns, weißt du, so voll nervös und das zeigt auch, dass einem mega wichtig ist, dass man wirklich etwas leisten. Absolut. Artan genau auch so, du hast das Gefühl, der ist schon mehrmals auf der Bühne gewesen, der hat schon Bühnenerfahrung, hast du das Gefühl. Fix. Sie beide haben es gut geleitet. Ich finde auch, dass sie lustige Spiele reingebracht haben. Ich finde auch, dass sie Videospieler, weißt du, wie bei den Late-Night-Shows, wo sie kennst, weißt du, so die zwischendurch so eine Einspielerei, zeigen wir uns Szenen von dem. Haben sie auch gemacht. Alles im Rahmen von ihrem Möglichen und ich finde es geil, dass sie es auf die Beine gestellt haben. Voll. Und ich finde, man kann das im Auge behalten, weißt du, sie macht das, glaube ich, regelmäßig jetzt dann. Und die so gesagt, Negativpunkt Parkplatz, so, das ist der Klassiker. Ich frage mich jetzt kommt mir gerade so ein bisschen in den Sinn, weißt du, so, das ist ja ein Hochzeitssaal. Wie managst du das, wenn du eine Hochzeit hast? Sagst der heiratet, sagst dem so, ja Bro, look, du kannst 400 Leute rufen, 400-500 Leute, wegen Parken musst du schauen. Dann glaube Bronx. Ja, ich weiß nicht, weil Hochzeitssaal ist ja normalerweise, wenn die Leute noch tanzen. Yeah. Das war ja bestuhlt 400. Ich glaube nicht, dass du, also wenn Leute noch tanzen und so drin, wenn du noch Platz hast, dann haben vielleicht max 200 oder so. Ja, okay, ja. Und dann sind das vielleicht keine, so 20 Autos oder so. Ja. 30 Autos, okay. Voll. Easy. Voll. Und halt Sound, aber ich halt nur von, wie soll ich sagen, wir sind halt mega dahinten gewesen. Im Backstage? Also erstens sind wir Backstage safe, aber ich meine, wo wir halt gut zuschauen sind wir halt wie so wirklich bei der Ausgangstür gewesen. Und dort ist halt, ja, der Sound ist gut gewesen, weißt du, man hat es schon gehört, aber ich kann mir schon vorstellen, weißt du, ich hoffe, dass wenn du die vorne hockst, noch ein bisschen klarer ist und ich gehe schon davon aus. Voll. Aber ja, safe, ich bin auch bei dem. Voll. 100%. Ja, Mann, aber ja, auf jeden Fall geil gewesen. Dankeschön, Cisa, für die Einladung und Dankeschön auch, Artan. Voll. Gut, wo sind wir vorher gewesen? Genau. Jetzt eben, wir haben im... Wieso machst du das? Dir ist scheißegal.
Nein, nicht scheißegal, ist jetzt mal aus der See passiert. Okay, kann passieren einmal, zweimal. Auf jeden Fall. Die letzten paar Monate, ich weiß nicht, was bei dir gelaufen ist. Einerseits, was lachst du? So, ich stelle Fragen, damit man sich zurückstellen kann. Ja, Bro, ich wollte schon über das reden, ich wollte seit Monaten über das reden. Red, was erzählst. Aber nein, ich frage gerne auch bei dir. So. Nein, erzähl du. Nein, erzähl du. Was ist gelaufen, neben dem, dass wir... Nicht viel bei dir. Dass wir die zweite Staffel abgedreht haben. Nicht viel. Erzähl du, du hast ja etwas aufgemacht, du willst etwas thematisieren. Es würde mich auch sehr interessieren, was bei dir ist, aber du willst nicht drüber reden. Ich weiss, jetzt geht nicht letzte paar Monate. Kein Spieler fragt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Bruder, was fragst du für Fragen, Mann? Okay. Ich weiss immer, wenn ich mich im Bibelmann sehe, du fragst mich in 5 Jahren. Hoffentlich überlebe ich, hoffentlich geht es mir gut. Nein, aber ich frage, was war, nicht was kommen wird. Ja, auch was war, ich habe keine Ahnung. Es ist, wie soll ich das sagen? Es passiert Sachen, aber es ist nicht so krass. So, aber ja, erzähl mal. Okay. Ja, Bro, bei mir, wie gesagt, wir haben schon mal recht lange Folge über das sehr intensiv geredet, mit meinem Pilot von der Serie, die ich plane. Ich bin voll im Schnitt von der. Und ich habe auch sehr coole Leute jetzt mittlerweile im Team, wo halt auch ihres Handwerk können, beherrschen. Also weißt du, wo der Schnitt Sorry, macht. du hast gerade so einen Hänger gekriegt, du hättest jetzt einen Hänger. Nein. Ihr Handwerk auch könnt... Bist du nicht? Nein, und ich meine, es ist einfach krass zu sehen, wie jemand mit dem gleichen Material, wo ich auch habe, beschissenes Zeugs macht. Nein, völlig ein bisschen etwas anderes kann schneiden. Yeah. Weißt, und wie so kleine Sachen ein bisschen etwas verändert. Und ich sage dir, ich bin so einer von diesen Manifest Queen. Nein, hast du jetzt auch angefangen mit... Wenn ich genug oft daran denke, es passiert. Bro, es ist ja so, dass ich wie so von Anfang an damit rumgelaufen bin und gesagt habe, das wird eine Serie. Ich verkaufe das und nachher mache ich eine fette Staffel aus dem. Und der Plan ist ja, je länger, je mehr das mit Join zusammen zu machen. Da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen, Bruder. Unter anderem natürlich das Standing, dann finanzielle Sachen, dann wie sieht es gerade aus, was gibt es noch, was wird abgesetzt, was wird weitergemacht, ist Budget da, ist Vertrauen da, weil zum Beispiel, Bro, du musst dir vorstellen, unsere Sendung hat ja ein gewisses Budget gehabt, wo auch recht okay, also weißt du, so recht... Also ich habe mitbekommen, das ist Durchschnitt. Voll, und das ist auch, also das bedeutet viel, Bro, Durchschnittsbudget bekommen für eine Sendung. Und ich kann dann, sorry, das verwirrt mich so. Das jetzt nicht mehr Glas ist? Ja. Was bin ich am sagen gewesen? Schlimme Dings, hä? Einmal ist Repul gesehen oder so. Ah, scheiße. Ja, so ein Spaß das. Scheiße, Mann. Gut, auf jeden Fall. Genau, und es bedeutet halt nochmal etwas anderes, so eine ganze Sendung mit, also weißt du zum Beispiel, ein Budget für eine Serie an vielleicht 15 Folgen kann schnell mal eine Kiste sein. Ja. Also weißt du, so, all die Leute, die halt dann halt daran arbeiten und so weiter und so fort. Habe ich bis vor allem manifestieren, Bro, ich werde bald mal vorbeigehen, ihnen zeigen, den Pilot, lang mit ihnen darüber schwätzen, meine Pläne zeigen, was ich vorhabe und wenn es gut erste läuft. Impression ist wichtig. Bruder, und wenn es gut, also weißt, wenn es gut läuft, wird das 2027 eine Serie gehen. Nein. Voll. Weißt du schon, wie das pitchen wird? Ich bin jetzt Join. Also ich habe überlegt, ich mache so... Nein, wir nehmen nicht. Nein, sorry. Okay, jetzt. Okay, ja, fang an. Hey Jonas, ciao! Ich komme rein und sage so, sorry, hat jemand ein Glas Wasser? Okay, mach gut. Sag mal. Ja, voll wegen. Ah nein, weißt du was, keiner kann mir das Wasser reichen lassen. Wie findest du? So, das ist krass. So anfangen? Ja, ich hätte angefangen mit so Mantel, so das Leder, wo so weit runter geht. Nachher Peaky Blinder Mütze, Sonnenbrille. Weißt du, wie die Büros sind? Es hat in dem Meetingroom ist keine Dings, Feinstrahl. Egal, du gehst da rein. Nachher sagen sie, oh ja, das ist wie darf man einfach sagen. Machst du das? Ja. Das ist ein Koffer. Ja. Nachher tust du einfach rüber und sagst, hey, was läuft? Die checken schon an, machen es auf. Nachher hat es so, kennst du wieder Ami-Film, die braunen Umschläge? Die so, sagst oh, du redest nicht. Ohne reden. Ohne reden. Die machen es auf und dann sehen sie, wie heißt
Dings? Serie? Handyhimmel. Handyhimmel. Ride with me or die right now. Krass. Ist es das? Und nachher, die schauen dich an, Josh, was ist das? Kennst du den? Ja. Und nachher, ich sage, ich hätte auch mit 3 Wörtern, habe ich dafür ein Date organisiert. Du hast mir mit 3 Wörtern... Komm doch, hä? Ja, okay, einmal. Ja. Also, ich würde nochmal hören. Stimmt. Ich würde so gehen, wenn jemand so nice sagt, die sind nicht parat für dich. Nicht parat. Nein, die sind nicht parat für dich. Weil wenn sie ja sagen, überleg nachher in der Doku, wenn du über die Serie erzählst. Zu krass halt, ich bin einfach dort angegangen, kein Wort erzählt, ich einfach genommen. Das stimmt. Das ist krass. Krass, gell? Vielleicht, oder willst du Schluss für mich machen? Ich gehe, ja. Ich gehe. Was läuft, frag mich, wie es mir geht. Ich habe Fresse, also auf jeden Fall kann ich filmen. Voll. Ja, Bro, das ist so ein bisschen, also an dem bin ich voll dran. Dann eigentlich kann ich wählen im Mai, Ende Mai. Nein, eigentlich so, ja. Wann kann ich gehen? Nächste Woche, Berlin. Nein, das auch, aber Ende Mai wäre ich eigentlich auf der Sim gegangen nochmal für 2 Wochen. Und da haben wir jetzt entschieden, zumal den Doku weiterarbeiten mit dem Kameramann von da. Wir haben aber entschieden, das nicht zu machen, wegen der politischen Lage momentan. Nächstes Mal. Weil es einfach gerade ein bisschen schwierig ist mit dem Bre. Und es ist ja so, mein Cousin ist vor einem halben Jahr auf Japan geflogen. Geil. Mit Turkish Airlines. Ja. Mit Turkish Airlines sind du auf Japan fliegst, wie eigentlich überall, wo ein bisschen Weitstrecke ist, du landest wo? In Japan, habe ich da. Also meinst du, wenn du auf Istanbul fliegst? Ja, du musst immer über Istanbul gehen, das macht ja Turkish Airlines. Ja. Wenn du auf Japan gehst oder wo immer. Es gibt immer einen Layover, die meisten, ja, die genau. halt nonstop sind, oder? Er landet in Istanbul, kommt aus dem Flug und zwischen der Raum zwischen Flughafen, also zwischen Flugzeug und Passkontrolle, ist ja internationaler Boden, glaube ich. Ja, genau, ja. Oder? Einfach festgenommen worden. Geil. Vor der Passkontrolle. Wieso haben sie gefickt? Festgenommen worden, Bruder. Weißt du wieso? Wieso? Sie haben ihm ein Bild gezeigt, 2025 haben wir. Sie haben ihm ein Bild gezeigt, 2010. Vor 15 Jahren. Ja. Der Bre ist vielleicht ein Jahr älter als ich. Ja. Wie alt ist er? 15. Krank, ja. 15, 1. Mai ist er. Bild von ihm, wie er so macht, Peace-Zeichen. Ja. Mit roter Flagge, Kommunismus-Etwas. Ja. Was ist das? Sie so, was ist das? Er so, wie, was ist das? Er so, ja, das haben wir gesehen. Wir haben dich gefunden, du bist ein Terrorist. 3 Tage Knast. Er so, Bro, kannst du das geben? das ist, Bro, schau, meine Tante ist in Herbst gesehen, am Flughafen 1-2 Nächte. Jedes Mal, ich bin letztes Mal den Pass verlängert im Konsulat. Ja. Ich habe 1 Meter reingemacht. Man wird nervös. Ich habe nicht mal, weißt du, eigentlich gibt es nichts zum Befürchten, so blöd gesagt. Aber trotzdem, ich bin Kurd, ich automatisch, ich so, okay. Dein zweiter Name ist Dersin, Bruder. Wie du nicht Ja, befürchten? ich so, okay. Wenn mich jetzt da verpackt, irgendwie mit Schub für Gewalt, komme ich da durch und da ist die Tür, komme ich raus, rein raus. Weißt du, türkischer Boden quasi, Ja, weißt sobald du raus bist, ist eigentlich easy. Ja. Dann bist du in der Schweiz. Kommst du raus. So davor dann so machen. Ja. Und nachher habe ich so überlegt, weißt du, und dann ist aber entspannt gekommen, so, ist voll ruhig gewesen. Aber dort ist voll die Szene, dort fühlst du dich einfach, wenn du reinlaufst, ist einfach Türkei. Es ist einfach so, alles ist Türkei, sogar der Geruch ist Türkei. Ich weiß nicht, wie das geht, dass sie so einen Türkei-Geruch in die Schweiz braucht. Du gehst WC einfach WC am Boden dort mit Loch. Bro, sogar die Leute dort, so ihr Verhalten, wie sie reden, obwohl sie da geboren aufgewachsen sind, so sehr wahrscheinlich. Bro, einfach wie unten. Das ist schon krass. Das stimmt wirklich. Weil das Ding ist, Bro, in der Türkei gibt es keine freundliche Beamte. Nein. Zum Beispiel da in der Schweiz, Bro, ich sage den Leuten guten Morgen, wenn sie dort arbeiten, sie sagen auch. Bro, du hast beim Ausweisbüro bei uns, hast du am Schluss so einen Teil, wo du nicht fast auswählen. Ja, bist du so, zufrieden bist gewesen du heute? mit dem Service, voll. So, die fragen dich, bist du wieder mit uns? Die Türkei verpiss dich aus meinen Augen, so schnell wie du kannst. Bruder, die Leute schauen dich nicht mal an. Sogar das haben sie geschafft. Bro, der Konsulat in der Türkei ist, du sagst, kommst rein, Merhabalar. Sie so. Bro, difficult. Ich bin dort gewesen und musste wegen meinem Pass etwas machen und so. Und nachher, ich schaue so
ich höre das so rechts von mir, Gott schaltet rechts von mir, höre ich so, wie er sagt, so, ich bin geschieden mit meiner Frau, weißt du, so. Und nachher, sie schaut so, sie so, voll frech. In der Schweiz schon, aber bei uns nicht. Bro, es ist schon... Wir brauchen Bestätigung, dass du auch geschieden bist für die Türkei. Nachher so, ja, was brauchst du genau von mir? Nachher sie so, ja, wie hast du das in der Schweiz gemacht? Du brauchst alles, was du in der Schweiz gemacht hast. Und dann ich so, Alter. Das ist schon krass. In was für einem Ding, also hast du viel mit Kunden zu tun in deiner Arbeitswelt? Ja, wo ich halt vor allem in der Lehre war. In der Lehre hast du ja ab und zu mal Kunden. Ja, das ist einfach so ein IT-Betrieb, ist aber so wirklich so ein Kleinunternehmen, weißt du. So, voll, aber sonst so direkt Kundenkontakt hast du nie groß gehabt? Oder so etwas wie, keine Ahnung, Bro. Ich stelle mir vor, die am Schalter arbeiten, irgendwie bei SBB oder Betriebsamt oder keine Ahnung. Nein, aber ich habe mal am Flughafen gearbeitet. Und wir haben so einen Picketdienst, weißt du, so, wo einmal an der Gate so gestanden ist, weißt du, so 4 Mitarbeiter vom Flughafen. Ja, okay, nachher hast du so an Gates fahren, so mit dem... Nein, aber ich einfach Gate, also ich kann es weitergeben, weißt du, dass die Leute an Gates gehen. Oder wenn ein Notfall war, hast du gesagt, du Unterstützung, hast du selber für mich. Nachher einfach einmal morgen um 4 oder morgen um 5 einfach so Leute angerufen, also ich habe meinen Flug verpasst. Alter, was juckt mich das? Also wer hat dir das angerufen? Einer ruft mir an, ich bin da am Gate. Ich so, ja. Und ich gehe also was, ein Mitarbeiter? Ich gehe davon, ist ein Mitarbeiter. Ich so, ja, um was geht's genau? Ja, ich bin da am Gate und nichts funktioniert, ich komme da nicht rein. Und ich denke, PC? Ja. Ich so, ja, was ist dein Loginname? Was Loginname? Ich so, was ist dein Loginname, Mann? Ja. Nachher so, ja, wie Loginname? Ich habe keinen Loginname, ich bin Passagier. Ich so, Passagier? Beep. Aber wieso Leute? Wie können die Leute? Weil die unsere Nummer an den Geräten und so, weißt du, an den Gate sind. Und schaust du mal, bist ein bisschen nörgeli und denkst, du hast eine Nummer, du einfach an, dass ich mir deine Flüger abfragen. Bro, wenn du bist Muchtar von Tös, Alter. Sag, warte, ich ein Pilot, Alter. Er hat fast wieder losfliegen, ich sage ihm, und dann frage, wo du bist, Mann. Ja. Du Hund, Alter. Krass. Das ist eigentlich so krass beim Flughafen. Hast du schon mal Picke gehabt? Hey, nein, zum Glück nicht. Picke ist der Tod, Mann. Wirklich? Ja, Picke ist der Tod. Ist ja Zahl zum Hängen, Bro. Am Flughafen wirst du... Nein. Also Picke ist ja 90%. Bro, ich habe Arbeitszeit gehabt. Ja. Wir haben so halt am Flughafen Schichten gehabt, oder? Und eine Schicht war so 7:30 bis 7:30. Ja. Und Picke ist immer vom 7 bis am Morgen um 6. Vom Abend 7 bis morgen 6 ist nicht normal besetzt. Telefon, Hotline, weißt du, wenn du IT-Problem hast. Vom 6 am Morgen bis am 7 ist sie besetzt und sonst ist Picke. Ja. So, der Picke macht, der hat auch eine Schicht, der fängt um 7:30 bis fängt 7:30 an und schafft bis 4:30. Das heisst, du bist um 4:30 fertig, halb 4:30 fertig, gehst heim, ist etwa 4:45. Bist erschöpft, du dich kurz einräumen, dies und das, fängst an kochen, Szene. Was fängst du an einräumen? Weiss ich, man, Tasche, Laptop, Jacke und so weiter, weißt du? Ja, so, genau. Und dann fängst du an kochen und dann bist du fertig. Bro, mit allem drum und dran mit Essen, bist du am 7 fertig, so. Und ab 7 fängst du die Picke-Schicht an. Und dann, was musst du machen? Leute da und bist wegen allerlei Sachen in der IT. Es kann simple Sachen sein wie Passwort, es kann Sachen sein wie kein Monitor ist ausgeschaltet gesehen, wie es nicht geht und so, bis zu komplexen Sachen. Es kann wirklich, ich habe schon mal gehabt, dass jemand... Du bist einfach wie ein Helpline quasi. Voll, genau. Aber du verdienst ja mehr Geld in dieser Zeit, nicht? Nein, es gibt eben, du kommst eine Pauschale über. Und die Pauschale kommst du nur über für dein erste Telefon. Also wenn du mal ein Pick hast und du hast kein Telefon gehabt, zu deinem Glück, du hast aber Bereitschaft gezeigt, dann kommst du kein Cash über. Du kommst kein über. Aber ob du jetzt ein Telefon hast oder 30, macht keinen Unterschied. Wie viel hast du bekommen für Pick? Eben, wenn ich Pick kann, es ist zum Glück nie so eskaliert. Du hast so wirklich, ich habe noch nie mehr als 10 Anrufe gehabt in einer Schicht. Wirklich nicht. In der Regel ist es so 3, 4. Aber das Beschissenste ist, scheiß mal auf... Bro, aber wie viel hast du bekommen? Bro, es sind immer so zwischen 3 und 5, sage ich, im Schnitt. Telefon. Cash. Aha, Cash. Ja. Wow. Es ist im Fall erstaunlich nicht extrem viel im Fall. Egal was ich sage, es ist jetzt so gelogen, ich weiß die ganze Zahl nicht, aber du kommst pauschal einen Beitrag über für den Tag, wo du dich dingst, wo nicht so hoch ist, und dann kommst du noch, wenn du arbeiten musst, kommst du noch für den Tag, wo du geschafft hast, noch einen Beitrag über. Ja, check. Aber ich weiß nicht, wie viel es ist. Es ist, glaube ich, Bro, es hat sich nachher auf den Monat aber abgebrochen auf 200, 300 bis 500 Franken max. Aber ich glaube, es sind 200, 300 Franken im Monat.
Okay, check. Okay. Aber schau jetzt, auf was ich hinaus wollte. Ich habe lange erzählt. Auf was ich hinaus wollte. Ich fange um 7:30 wieder an zu arbeiten. Das heisst, wenn ich um 7:30 eingeloggt im Geschäft muss sein, bin ich in dem Fall um 6 Uhr aufstehen. Okay. 6 Uhr aufstehen, parat machen, Szene und so weiter, dann gehst du auf den Zug und dann ist genau so etwa 7:30 daheim im Geschäft. Pike fängt ja, ist ja vom 7 bis 6 Uhr morgen. Ich schwör's dir, so oft haben mir Leute am Morgen um 4 Uhr gerufen. Ohne Scheiß. Und dann bist du schon wach. Du kannst nicht mehr, Bro, Leute über um 4 Uhr, bist eine Viertelstunde dran, hängst ab. Ja. Ich persönlich habe Mühe zum nicht mehr. Ich versuche nachher, wie mein Weg Leute um 6 Uhr, das heisst 4:45 bis 6 Uhr, ich versuche, aber ich komme nur 15 Minuten Schlaf, wenn überhaupt. Aber warte schon. Das heisst, du hast Handy auf laut, Pike Handy. Ja. Nach Leuten über um 4 Uhr morgen. Ja. Du wachst auf. Ja. Bruder, ich kenne dich. Ja, ich nehme ab. Ich kenne dich. Ich nehme ab. Tom, du nimmst ab, aber Ja. wie nimmst du ab? Hallo? Ah. Bro, ich habe immer drauf geschaut, wirklich. Ja. Dort, wo ich muss sagen, immer ich so mit anderen Menschen gearbeitet habe, ich glaube, ich kann schon recht anständig bleiben und so freundlich, weißt. Es braucht viel, bis so ich so sage, wie so, okay, jetzt in dem Fall reden wir anders. Ja, aber ich meine, bist du nicht voll kaputt? Ja, logisch bist du kaputt, aber... Dann musst du Laptop aufklappen. Ja, logisch. Bro, immer so. Ich nehme immer das Telefon ab, mache einen Lautsprecher und während ich sage, hallo, da ist so und er sich begrüßt, mache ich nebenbei noch Laptop auf und logge mich ein. Okay. Checkst du, dass während er erklärt, ich bin schon mal am PC. Ja, okay. Aber es hat auch Tage, da bin ich auch ehrlich. Ja. Zum Beispiel, wenn ich vor allem bei der X-Paint habe, ich so weiss, ich gehe jetzt zu meiner Freundin und so und dann mich suchen dort. Und dann ich so, sollte jemand anrufen. Bis noch morgen um 9 Uhr, ich mache nicht ein Telefon auf. Mir scheißegal, weil ich so, wenn etwas dringend ist, kann ich ein zweites Mal rufen. Wenn jemand nur einmal ruft, dann weiß ich, das ist nicht dringend. Bro, das hat es auch gegeben, aber Pike ist der Top, es macht den Schlaf kaputt. Krass. Es macht den Schlaf kaputt. Letzte habe ich mit jemandem über das Klaus geredet. Okay. Ja. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, wir haben nie über das geredet, Mann. Über die Zeiten vom Klaus? Einfach im Klaus. Aber wir haben mal in einer Live-Show darüber geredet. Ja, stimmt. Das weiß ich noch. Aber nie da, weil es ist ja... Okay, für dich ist es nicht so, aber für mich... Ich habe etwas Verstörendes gesehen an dem Abend. Das Klaus war wild. Nicht im Klaus, aber... Für was denn? Also erzähl doch mal den Leuten, was Klaus ist. Okay, also... das Klaus ist so ein Club in Zürich. Ich weiß nicht, von wem sie das Konzept abgeschaut haben, aber du kommst dort nur rein, wenn du Member bist. Wenn du Member bist, wenn man dich kennt. Und Member kannst du nur werden, wenn jemand dich empfiehlt oder irgendwie so. Keine Ahnung, halt einfach so ein bisschen der Gute, so, wir sind ein bisschen extra, weißt du? So. Wir machen es noch schwieriger als sonst, damit es noch mehr Exklusivität hat. Auf jeden Fall hat Josh bist ja mal selbstständig gewesen, mit so einem Bre, wo... mit dem Geschäftspartner, ja. Genau, mit dem Geschäftspartner, wo... Ja, man kann sagen, dem ist ganz gut gegangen. Der hat auch mit Leuten gehangen, Bro, wo ich heute immer noch auf Instagram habe, wo ich letztes Jahr gesehen habe, die sind alle 6 Leute gewesen, Bro. Ich habe genau gewusst, Rich Kids Fastnacht, Bro. Alle dort. Rich Kids Fastnacht. Alle dort, Bro. Ja, es sind doch Zürich Rich Boys gewesen. Ja, genau. Also immer noch. Okay. So, und einer von denen hat mal den Geschäftspartner zum Geburtstag geladen. Und der hat dann dich geladen. Und du so, Bro, ich bin der Einzige, wo ist wie ich. Gehen wir zusammen. Ich bin der einzige Kenner gewesen, ja. So sagen, ja. Dann sind wir gegangen. Ja. Dann sind wir in Wiedeke in einer Bar vorsaufen. Irgend so eine Bar. Nachher die sind so, ey, gehen wir in Klaus weiter, gehen wir in Klaus. Ich weiss noch, das war im Ding, Bro. Fuck, wie hat das geheißen? Ich bin letztes Jahr vorbeigefahren. Das war noch eine geile Bar. Ich weiss noch, wo der Ort ist. Das ist eben mein Ding. Ich weiss das mit Namen. Ich weiss nicht, wie es heisst, aber ich weiss noch genau. Sie haben so geile Cocktails dort. Ja, so herzige Farben haben sie im Dienst voll, so Neon alles, herzige Farben. Ja, einfach so... Ich vergiss immer den Namen, Mann. Shit. Elisaburg. Elisaburg heisst die Bar. Elisaburg? Das ist eine geile Bar. Ah ja, voll, das gibt's wirklich. Krass. Elisaburg. Okay, auf jeden Fall müssen wir in Elisaburg sein. So, nach Elisaburg, wir gehen weiter. Alter, die letzte Zeit viel so komische Fashion zum Leute mir an, Mann.
sind wir in Lisaburg, nachher die so, okay, gehen wir weiter. Klaus. Und ich so, Bro, was ist Klaus? So, Bro, das ist so ein Club und so. Dann kommt nur mit Liste rein und so. Ich so, krass, weißt du? Ich so, der, der bei dir läuft. Also, nachher du so, Bro, ich bin auch noch nie dort gewesen. Also, aber du sagst, ich bin auf der Liste, wir können jetzt beide rein. Ich so, okay, dann gehen wir. Da kommst du sogar eigentlich nur rein, wenn du Member bist oder mit einem Member gehst. Voll. Nachher sind wir am Anstag gewesen, easy, laufen rein und so. Erstmal, ist gar nicht so krass. Ist einfach kein. Bro, der Club ist auch nicht krass. Bro, der Club ist einfach im -1 und etwas so groß wie am ehemaligen GDCs Zimmer. Ja, Bro, also es geht ja darum, dass es ist schon grösser. Muss man schon sagen, es ist schon grösser. Wir sind ja mit 200 Leuten drin. Bro. Aber nein, es ist mindestens so groß wie das Büro. Okay. Aber es ist einfach so das Berlin-Konzept, Bruder. Eben, so, ja, also das. Checken nicht G. Du gehst eben dort rein und du kommst nur rein, wenn du Member bist. Und ich weiss noch, Bro, Leute haben uns gesehen, anstehen dort, beim Vorbeilaufen. Und Leute so, hey Jungs, wann sind ihr Member? Und ich so, okay. Ja, da warst du. Ja. Ja, auf jeden Fall müssen wir in den Klasse reinkommen. Und dort haben wir schon angefangen, ein bisschen gut bechern. Also wir sind, glaube ich, schon gut. Gut, er ist schon ein bisschen schüch. Wir sind uns ja gewöhnt gewesen, eigentlich so. Unser Ausgang ist ja so Kanzlei und vielleicht Plaza oder irgend so etwas, ja. Exil, also weißt du so. Irgend so etwas. Wir sind dort gegangen, wo halt. Die meisten gegangen sind. Ja, außer halt eben so Jade und so sind wir nie gewesen. Nein. Ich glaube, ich bin. Also so 1-2 Mal. Ja, vielleicht so, ja. Aber so das, sonst haben wir das nie. Oder ja, wie Vior hat der geheißen? Ah, nein. Beim FCZ-Laden. Wow, kein Plan. An der Ecke. Ja. Vior oder so. Ja. Keine Ahnung. Ja. Wir sind so während oder nach dem Lockdown und auch während so Corona sind wir ja immer so Kaufterrassen und so gewesen. Aber egal. Auf jeden Fall wir sind dort gewesen, so im Klaus. Wir sind weit weiter, uns geht's gut und irgendwann mal ein Glas führt zum anderen und irgendwann mal hittet es einfach und beide sind besoffen. Aber der Gute. Ich habe dort noch ein paar lustige Erinnerungen. Ich weiss noch, der Kollege hat aufgelegt, der Johnny. Ja. Und der war am Auflegen gewesen. Und Bro, ich bin ja keiner viel in Techno-Ausgang gehabt. Ja. Und das war ja so eine Zeit gewesen von uns beiden, wo wir ein bisschen mehr gegangen sind, da Techno und was weiß ich für so. Ja. Und irgendwie, Bro, damals, ich bin so blauäugig gewesen, ich habe so Leute gesehen mit Wasserflaschen. Und du so, wow, was ist das? So krass, Mann. Korrekt. Stay healthy, Queen. Weißt du, ich so krass, Mann, alle sind am Alkohol saufen, du mit Wasser. Sie so, hey, ich bin voll auf MD. Ich so, voll weg, hä? Hey, und nachher habe ich dort den Johnny aufgelegt und ich habe ihm auch so gesagt, ich weiss noch, ich bin so voll happy gewesen, Bro, Techno und es hat etwas mit mir gemacht. Und das Geile ist ja, Techno-Ausgang im Vergleich zu unserem sonstigen Ausgang damals ist, Bro, es hat keinen Stress gemacht. Bro, du wirst auch nach so einem Techno-Ausgang wirst auch kein Video auf TikTok oder Insta sehen, wo einem anderen Shisha auf den Kopf schießt. Shit, Shoutout zu Amigo, Alter. Shoutout zu Amigo, Alter. Hey, nein, Alter. Stimmt, das ist so lustig. Gibt es das Video irgendwo noch? 100%. Schickt euch bitte das Video von dem. Ich bin sicher auch, das wird so etwas für nie im Techno-Ausgang passieren. Bro, nie. Im Techno-Ausgang damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, Bro, Leute sind am Tanzen, Bro, voll ihren Film. Chaya ist voll ihren Film. Ein Typ kommt, sagt so, ey, was läuft? Chaya sagt, ey, look, heute gern, so lass mich ruhig was für mich sein. Yeah. Der Typ sagt, voll easy. Ja, fix. Geht weg. Geil. Nachher tanzt er die nächste an, voll am Packen und erst später sagt er, das war fett ein Baum gewesen, man muss tanzen. Ein Baumann. Ja, ein Baum an die Pack. Bro, auf jeden Fall, ich so am Schreien, Johnny, ja. Ich glaube selber etwas, ja. So voll, ich bin voll happy gewesen, Bro. Sound ist geil. Johnny, geil. Ich so dort ab vorne am Abgang, schreien. Auf einmal, ich höre so eine Frau mich lächelt mich so an. Sagt so, hey. Ich so, wuuu. Ja. Dann ich so, hey. Dann sie so, kannst du deine Fresse ein bisschen haben? Ich wollte den Sound geniessen. Man, nein, ich kann nicht so viel lachen. Oh, schau mal. Scheiße. Ja, Mann. Und dann weiss ich noch, das ist ja das Geile, du bist ja wirklich gut besoffen gewesen. Der Gute, ja. Also du bist wirklich auf einem guten Level besoffen gewesen, Bruder. Und dann habe ich dort so gesagt, irgendwann, du bist nicht mehr rum gewesen.
Ich sehe, Bro, ich muss schnell den Guten, ich muss frische Luft holen. Ja, Bro. Und du bist nicht mehr rum gewesen, Bruder. Und das Ding ist... Für dich bin ich einfach weg. Bro, das hast du noch nie gemacht. Ja, das habe ich wirklich noch nie gemacht. Ich habe immer gesagt, so, Alter, wie können die Leute einfach sich verpissen? Was muss passieren, dass du einfach verpisst und den ganzen Tag weg bist? Von mir will auf Winti gehen. Ja. Und die Rich Friends von mir haben ja damals noch sogar so eigene Chauffeur und so. Ja, die haben gesagt, da Leute schauen, wenn die heimgehen. So. Voll. Und der hat mir den Chauffeur organisiert, er so, komm, der fahrt dich heim. Ich voll besoffen. Ich so, fahrt er mich auch Mac. Nachher, er fährt dich, wo du willst. Ich so, easy. Ich so, fahrt er mich auf Basel. Ich so, ja schon. Schon gut, ich muss nicht auf Basel. Ich schaue den ganzen Club, oder Club, wie du gesagt hast, ist nicht riesig. Yeah. Ich laufe rum. Serhat! Serhat! Leute mir am sagen, willst du fressen, dies, das, du bist nirgends. Ich gehe im WC und ich sehe Leute am Koksen. Aus dem Pissen, weißt du? Oh, alles aus dem Pissen, ich schwöre. Vom Schwanz am Koks nehmen. Was? Willst du etwas? Ich so, nein, Homie, alles gut, sorry. Geiler Schwanz. Stabil, Bro. Stabil, Bro. Gute Line, Alter. 2 Leute können drauf rufen. Ja, auf jeden Fall. Hatte ich ohne Scheiß eine halbe Stunde gesucht. Der Fahrer hat draussen gewartet. Ich so zu meinem Bruder, bitte, warte. Ich weiss, er ist irgendwo... Ich habe gedacht, du bist irgendwo in einer Gosse, Bro. Yeah. Von irgendwelchen Drag Queens. Keine Ahnung, was passiert wurde mit dir, Bro. Ich gesehen, Bro. Ich habe gemeint, du hast gesehen. Usman, du siehst mich. Ich schaue am Arsch auf, dass ich sage, hi, Papi. Ich wusste so, was passiert? Du bist einfach nicht mehr rum gewesen, Bruder. Du bist einfach... Ich habe gedacht, ich schaue dir an, du nimmst nicht ab. Ja, tot, Bro. Ich habe gedacht, du irgendwo... Wie soll ich deine Mutter am nächsten Morgen erklären? Yeah. Ja, wir sind in Klaus gegangen, Member, Club nur für Member, weißt du? Dann sagt ich, ja gut. Sehr und nicht mehr rum. Aber wir sind Member klug. Bruder, und nachher bist du irgendwann auftaucht. Weißt du die Geschichte noch? Ja. Ich habe sie ganz gut... Ich habe gerade letztens versucht zu rekonstruieren wieder. Mit dem Kollegen. Du bist irgendwo auftaucht. Ja. Auf einmal. So, ich bin gab's auftaucht, aber du... Und ich habe dir angerufen und du so, Bro, ich bin jetzt vom Heimweg. Ich habe so lange dich gesucht, ich bin vom Heimweg. Oder? Ja. Ah. Weil ich bin dann mal raus, so nach ein paar Stunden, irgendwann mal bin ich wieder vor... Ich so, hey, was läuft, wir sind krass. Ja. Du sagst, ich gehe jetzt in Mac, Bro. Ja. Weißt du, was du gesehen hast? Du bist im Zug gewesen. Ja, du bist genau. einfach dort raus, dann hast du Nedim und so gesehen. Genau. Bro, ja? ich bin raus, frische Luft und ich gehe so... Ich gehe anlehnen, weißt du, so dort am Hockey. Ja. So, weißt du? Fuck. Scheiße, einfach frische Luft tanken, weißt du. Und nachher irgendwann mal... Ich so, Schuhe vor mir, und dann hörst du so eine Stimme, so... Hey, Sero, was läuft? Ich sehe einfach den Nedim. Nedim ist by the way der Typ, wo den Namen von dem Podcast geht. Wo damals für die Idee kam, genau, er hat gesagt, Jungs, wenn ihr einen Podcast jemals macht, er muss kurz und bündig heißen. Das ist er. Voll, Mann. Shoutout. Auf jeden Fall. Aber ihr habt die Geschichte sicher auch schon gehört, weil er hat sie ganz Zürich erzählt, dass das seine Idee war. Das ist mein Podcast. Er so, eigentlich gehört mir. Und ich habe sie organisiert, sie sind meine Mitarbeiter. Er ist auch schon zu ein paar Frauen und haben erzählt, den Podcast habe ich erfunden, Bruder. Ja, fix, Bro. Ich warte nur, bis die erste kommt wegen dem Eros, Bro. Ja. Okay, Eros ist doch der Serat, ne? Ja. Also, auf jeden Fall, irgendwann mal, ich bin draußen und dann sehe ich eben den Nedim, er so, Bro, was läuft? Ich so, oh, shit, lang nicht mehr gesehen, dies und das. Und nachher er so, ja, was machst du? Nicht viel, Beispiel im Klaus. Mit wem? Mit dem Josh, wo ist der? Er ist drin. Er so, ja, ich so, was machen? Ja, wir gehen in die Klasse. Ich so, okay, stabil. Er so, ja, kommst du rüber? Ich so, ja, schnell Abstecher, weißt du, schnell rüber. Und aus irgendeinem Grund hat mein Hirn gedacht, wir gehen schnell rüber und dann komme ich wieder zurück, so nach einer halben Stunde. Bruder, ich habe dich eine Stunde, 1,5 lang gesucht. Bro, ich bin 3 Stunden weg gewesen. Ich habe dich so lange gesucht, Bruder. Ich bin 3 Stunden weg. Ich so zu allen gegangen. Weißt du, wo das Serat ist? Wo ist das Serat? Hab die Fresse! Wirklich. Und du einfach da unten. Just bitches. Alter Scheiße. Ja. Ich gehe dort, gell? Und ich habe gedacht, wir gehen einfach innen wieder raus. Nachher ich bin so, ich gehe so in den Zug, ich laufe aber einfach so Hand vor mir. So. Halt, ich so, was? Damals war noch nicht kurz und mündig. Nein, nachher er so, Eintritt. Ich so, scheiße. Das auch noch. Und nachher ich so, oh shit. Mein Portemonnaie ist im Zug, im Klaus, in der Jacke, dies und das. Und ich so, hey, nee, Mann, Bro, Portemonnaie, alles dort vergessen. So, Bro, schon gut, mir, ich zahle und so. Er hat so ein Problem gehabt wegen dem Cash. Es hat genau 5 Stutz gefällt. 5 Stutz. Was für Zeit halt. Ich tue das am Umschauen, weißt du, wie so ein Hund, weißt du, so. Du so, Papi, hast du 5 Franken? Ich sage umschauen, nicht immer so, Bro, ich habe 5, das fällt auf 5 Stutz. Ich schaue gut, wer weiß, irgendjemand hat noch den 5 überdrückt, easy, ich gehe rein. Korrekt. Drin, sie weiß es noch, drin, ich sehe Marisa.
Marisa und ein paar andere Leute von früher. Marisa, wo in Tös... Nein, Marisa von Bern. Oh, ja, sicher. Mhm. Oh mein Gott, was läuft? Bro, ich nicht am checken, gell? Ich bin da drinnen, irgendwann machst du checken, ich habe einen fetten Pulli an. Hä? Weißt du, ich bin rausgegangen mit Pulli, aber drinnen ist voll warm. Tamam, Ich so, tamam, und die so, ey, hast du nicht warm? Ich so, was für warm, Alter, weißt du, hat. Dass ich den Pulli extra erzählt. Damit ich sagen, Mensch nicht hat. Das ist wirklich passiert. Ich bin drin am Sterben, Bro. Lüge. Wirklich? Lüge. Schau jetzt, weil ich auch kein Cash bei mir hatte. Die Leute so, wow, gibt's Drinks? Ich so, ja, man. Nachher diese, was willst du? Ich so, Bro, nicht und so weiter. Für mich ein Wasser. Ich so, okay, ich habe Cash voll verhängt und so. God of Voice. Und ich, weißt du, bei der Zeit so, God of Voice, ich fühle mich immer schlecht, so, dann nimm das. Ich nehme immer das Günstigste, weißt du, scheißegal, wenn schon die Person einladet. Ich so, nimm das Bier, Bro, scheißegal. Ich hasse Bier. Ja, same. Vor allem so im Ausgang, Bro, nachdem du ein paar Gläser verschiedene Drinks kannst, so ein Bier aber trinken. Voll. Easy. Bringt er mir ein Bier, ich trinke, Bro. Der nächste Bier, irgendwie ist ein Bier auf Bier. Wie ich habe gesagt, einmal Bier, er bringt nur Bier. Scheiße. Bro, ich schaue so rechts, ich schaue so links, fange sich an drehen. Jetzt gut. Die Leute sind voll am Abgehen. Ich sehe Marisa so, ich auch, alle am Tanzen, ich schaue führen, Bro. DJ gewechselt. Das ist so eine geile Story. DJ wechselt so, die klappen sich ab. Okay, tamam. Aber du checkst vom Sound nicht, dass es gewechselt hat. Ja. Du hast immer noch den gleichen Song wie vor 40 Minuten. Ich hasse Techno. Und nachher, du checkst, dass er gewechselt hat, indem er einfach so macht. Ja. Dann macht er einfach so. Sein Introduction so, DJ Nene is back, Nene. Put your head. Easy. Macht eigentlich Techno nicht, aber irgendwie hat er so laufen, weißt du, was er ihn kurz so vorstellt. Dann macht er so, lässt er laufen, Lügen ab. Und ich sage, dein ist warm, Bro. Ich bin Pool, ich so, Alter, schon warm. Und der Typ, ich weiß noch, wie er aussieht. Er hat lange weiße Haare gehabt und eine Brille, oder? Ja. Also wirklich so einer, der aussieht, als er von den 70er. Aber er ist brutal jung. Er ist so 30 Max. Ohne Scheiß. Ich meine, das ist so ein mega alter Mensch. Nein, Max, Bro. Max 30. Vielleicht 35. Und dann, ich so, geile DJ und so, weißt du, geiles hier. Voll besoffen, gell? Und dann sehe ich, er zieht das Oberteil aus. Ich so, sollte ich kaufen, weil es ist schon warm. Es ist schon heiß, Bruder. Es ist schon heiß. Und ich habe schon 3-4 Mal die Frage bekommen, ist nicht warm. Ja. Stress noch mehr. Ja, sicher. Ich so, nein, Alter, weißt du was? Ich glaube, ich bin schon so lange da drin, ich habe mich adaptiert an der Situation. Ich bin wie ein Chameleon eigentlich. Ja. Ja. Aber ich schaue wieder führen, der brät jetzt sein T-Shirt aus. Ja. Ich so, easy, das haben wir verstanden worden. Ja. Also hast du nur noch oben ohne am Hängen? Ja, so noch mit, einfach so mit Hose und so. Irgendwann mal kommt so das nächste Bier. Und in der Runde war gerade so Ex. So, jeder sein Glas, glaube ich, Ex. Und ich sage, unfair und so, ich mit Bier locker und so. Ja, ich Ex mit Bier, Bro. Dann kommt so ein grusige Gerbs, ich schaue so über. Der Typ hat nur Unterrosa. Hä? Nachher ich so zu Marisa und zu der anderen so, ey. Hä? Ja. Und die so, ja, das kann so passieren da. Bro. Ich so, wie das kann da passieren, Mann? Ja. Ich so, okay, weißt du, easy, tamam, easy. Und nachher, ich so aufs WC, Bro. Ich muss pissen nach so viel Bier. Ich komme zurück, ich schaue führen und ich sehe einfach einen Jaruch, der den Helikopter Bro, macht. einfach seinen Schwanz. Macht den Helikopter, Bro. Du hast mir sogar ein Video gezeigt. Bro, ich so, das gab mir niemand. Ja. Ich so im Club, nein. Das Er ist einfach komplett nackt gewesen. nackig, am Auflegen. Er hat seinen Schwanz auf DJ-Platten da. Und so. So, ohne Hand hat er scratched. Geil. So, am Abgang, gell? Am Auflegen. Krass. Ich so, hey, was läuft da? Und nachher, eben das ist normal, ich so, Alter, okay. Und irgendwann mal, haben die gesagt, dann gebe ich weiter und so. Ich so, ja, gehen wir. Ich gehe raus und ich so voll ein bisschen, ich so, ist der jetzt gerade nah gewesen und so? Die so, ja, ist nah gewesen. Ich bin perplex, easy, tamam. Ich so, fuck, ich muss noch wieder in Klaus. Dann hat er angerufen. Ich so, hey, du weißt nicht, was ich gesehen habe. Oh, bist du gewesen? Ich habe ja so lange gesucht. So, Bro, sorry, ich habe Handy wirklich nicht gehört, ich war voll weg gewesen, Mann. Aber geht's dir gut? Ja, von dir? Ja, kann ich merken. Ich so, nicht mehr etwas, Bro, du kannst nicht mitkommen. Ich so, ja, schade. Du so, Bro, look der Wurst. Das haben wir noch nicht zusammen gewohnt, gell? Nein, du so, Bro, look jetzt. Ich so, was, lass mich zu der Wurst. Ich so, was?
Ich will doch lieber back. BK. Okay, Big Burger King. Ja. Mach, was ich uns sagen. Hey, nein. Das ist Legend, Mann. Das ist ein ganz gestört. Das haben wir wirklich. Ich weiß nicht, ob ich in Chaos überall geholt. Bin wieder high. Voll high. Checkst? Check's. Weggegangen und das habe ich bis heute. Ich müsste das Video aussuchen. Vielleicht können wir es einmal real machen, mit seinem Gesicht zensieren und so. Alles, der Geruch kennen wir. Ja. Das ist er. Hey, schon lustig, wie wir auch so Szenen hatten, aber nie irgendwie Cokes haben oder so. Nicht? Ich finde es stark, dass man nie so irgendwie ich muss einmal sagen, hat sich schon mal Wunder genommen so. Wie es ist? Ja, nein, wie das bei den Leuten ist, man. Was bei denen abgeht, wie sie es machen. Ja, also wir sind ja sehr blauäugig, wir zwei, wenn es um das geht. So wie wir ja nie groß mit dem in Kontakt sind. Ich weiß nur noch einmal, bin ich so krass besoffen in einem Techno-Ausgang. Also wirklich so, ich bin dann nachher. Wir sind ja mal in einem Tal im Kanton Uri. Weißt du noch? Ah, der gute, ja. Und der ist ja fett Party gewesen. Das ist ganz. So, das ist ganz schlimm. Das ist ganz krank. Ja, jetzt sind wir 2 Tage lang. Du hast nicht über. Nein, besser nicht. Okay. Auf jeden Fall ganz eine wilde Szene gewesen. Du hast einfach eine Puffmutter-Vorlage gemacht, Mann. Ja. Okay, ja, sorry. Ganz eine wilde. Das sind lustige Leute, mit denen ich unterwegs war. Das ist ganz lustig. Sohn von einem CEO, von einer der kränksten Firmen auf der Welt. Bro, es ist richtig lustig, so. Puffmutter. Wir kommen da, weißt du, und ich so dort so extra. Mit extra ein Auto genommen, wir sind ich, du und noch ein paar andere Jungs, dass wir einfach so eine Truppe sind. Ja. Und ich so, man, weißt du. Wir haben mit dem Q7 bekommen. Ja. Das ist mit Abstand das hässlichste Auto. Bro, das billigste Auto ist das. Billigste, vor allem. Einer ist mit dem Lambo angekommen. Ja. Und ist mit G-Klasse heimgegangen. Ist weggefahren. Ja. Ich so, okay, dann von 4 habe ich gemacht. Er kommt wieder aber mit einem Ferrari an. Ja, stimmt. Ja. Ich so, Bruder. Ganz wilde Zeit, Bro. Ganz viel, ganz geil. Krankes Wochenende gewesen eigentlich. Schon geil gewesen. Ich schwör's dir. Gute Party haben wir gemacht. Das ist wirklich ganz geil gewesen. Leute dort, Bro, eben, und das war ja gar nicht unsere Welt gewesen. Dort haben die irgendwie, sind wir alle ums Feuer gehockt, irgendwie am Morgen um 3 und es ist ja so, jenseits an Cokes ist umgegangen und was so, weiß ich. Voll selbstverständlich, ja. Voll, ganz wild gewesen. Auf jeden Fall. Riesen Party und dann bin ich ja irgendwie wir haben ja um 12 Uhr am Mittag angefangen saufen eigentlich, so mit Mimosa und was weiß ich. Voll. Und am Morgen um 3, 4 war bei mir der Knockout gewesen. Ich habe immer noch 1, 2 Songs, wo wir dort geschasamt haben. Cœur de la Nuit und so. Ja, ich hab's auch noch drauf. Ja. Oh la nuit. Ja, nein, nicht das. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall morgen um 3, 4, ich bin kaputt. Also ich bin wirklich, wirklich so besoffen gewesen. Dass es wie so nicht mehr easy ist. Oh, das hast du ja so gekocht. Ja, ganz schlimm. Da bin ich der Einzige, wo wir sind die einzigen 2 gewesen. Nein, wir sind 4 gewesen. Aber wir sind die einzigen 3, die im Moment im Zimmer sind. Nein, schau jetzt. Ich bin als erstes gegangen. Ja. Und wir haben so ein Zimmer gehabt, dort. Ja. Und ich weiss noch, es hat 1 Doppelbett gehabt und 1 Hochbett. Ja. Und ich bin übergegangen und einer von den Menschen, ohne Namen, ist dann zu mir gekommen. Wie er gesehen hat, ich torkle voll. Er so, Bruder, los, ich sag dir jetzt ganz offen und ehrlich. Er so, entweder du gehst jetzt pennen oder du nimmst jetzt fette Nase und nachher geht's dir. Ja, besser. Er so, nachher bist du nicht mehr besoffen. Ich so, so der, weißt du? Ich so, nein, ich bin so besoffen, ich habe trotzdem gesagt, nein. Er so, okay, ist gut, Bruder, wie du willst. Nachher bin ich übergegangen, WC, ich habe voll müssen kotzen. Ja. Ich habe ja ein paar Momente in meinem... Bro, ich bin beim Kotzen dabei gewesen. Nein, beim ersten Mal nicht, Bro. Beim ersten Mal nicht. Ich bin voll gekiesen. Dann bin ich pennen, 2 Stunden oder so. Den Anker gemacht, die Sache dreht sich. Die Tür geht auf, du kommst rein, ich höre Scheiße, kann ich saufen oder was? Ich schaue, ich sehe dich. Du so, mit Handy, Taschenlampe an, so, hey. Auch guter Besuch gewesen, Mann. Scheiße. Und nachher bin ich wieder überall kotzen, easy. Nachher sind du und ich im Doppelbett am Pennen gewesen. Nachher sehe ich, 3. Mal, 2 Stunden später geht die Tür auf. Kommt das Handy rein. Scheiße, Mann, Jungs, was läuft? Er schaut Doppelbett besetzt, er sieht Hochbett. Er so, also gut. Er geht Hochbett pennen. Nachher,
nochmal 2 Stunden vergehen. 6 Uhr am Morgen. Oder 5 Uhr am Morgen, kann ich. Bam, die Tür geht auf, der Chance kommt rein. Umgekehrt, es ist der Chance oder das andere? Stimmt, Chance ist reingekommen als erstes. Ist er gepennt, Doppelbett. Nachher kommt Sandro rein. Er sieht Doppelbett, er sieht unbesetzt. Also wir sind besetzt. Er sieht Hochbett, er sieht unbesetzt. Er sieht Hochbett, oben frei. Dann hörst du ihn so, ihr Ruhres. Nachher klettert er. Am 6 Uhr am Morgen. Am Motzen. Verdammt, die Wichsers, wieso muss ich oben Scheiße, pennen? Bett, ich muss mal schlafen, man. Geh wieder raus und Party machen. Dann ist er hochgeklettert, wir voll am Lachen. Nachher, weißt du noch, eine Stunde später sind wir alle aufgewacht. Weißt du, wie der Song gelaufen ist? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ain't no sunshine when she's ja, das, ja, voll. Der Techno-Mix. Das ist geil gewesen, Mann. Das ist sehr geil, auf jeden Fall. Morgen sind wir aufgewacht, 2 Stunden später, wegen dem, weil die immer noch weiter gefeiert haben, Bruder. Ja. Das war eine wilde Party gewesen. Einmal habe ich, also in dem Fall ist das nicht mit Drogen so. Nein. Ich wollte einmal wissen, so, einfach Neugier. Einfach so Neugier. Wenn so Leute rufen. So, wie passiert das? Wie läuft das ab? Meistens gehen sie zu zweit aufs WC, so voll komisch. Was passiert? Nachher habe ich gefragt, weißt du, jemand, den wir kennen? Ich so, Cousin. Ein sogenannter Rufer. Ja, genau. Ja. Ich so, Cousin, was hast du gemacht? Also, ich habe geholt, weißt du, ich kann das WC kommen gerade. So, eine Frage, ich bin mega neugierig. Nur aus Neugier. Ich bin besoffen, ja, ich weiß, aber darf ich einfach schauen, wie das abläuft. Ja. Bro, ich will wirklich nicht, weißt du, dass ich will, oder du, ich will nicht nehmen. Ich will so schauen. So ja. National Geographic. Ja, er so, okay, tamam, easy, weißt du. Nachher, ich kann so WC, er und der Kollege, weißt du, die machen alles so parat. Ich so, krass, weißt du, krass. Ich so, okay, ist einfach läuft so, okay, krass. Ich laufe raus, einer so, hey, bist du nicht der Bruder vom Roche? Ey, nein. Bro, ich packe nicht so, ich so, lass mal so durch in die Missgeburt. Wenn ich jemals von dir Mund höre, dass du meinem Bruder erzählen, er ist mit anderen Rupfer aus dem WC rausgelaufen, ich bring dich um. Ja. Er so, nein, Bro, Wallah, ich sag nicht und so. Ich so, besser. Er so, weißt du, ich rufe auf. Ich so, schon, hä? Schon, hä? Ich so, Bro, ich so, okay, ich sag einfach nichts Falsches, weißt du, ich bin nur aus Neugier und so. Er so, okay, tamam. Und das andere war einmal, einmal sind wir auf einer Techno-Party gewesen. Und auf dieser Techno-Party hat es Leute gehabt, die wir kennt haben, wir will keinen Namen sagen. So, und dann haben wir die Leute getroffen und wir so, hey, was läuft? Zusammen Party und so. Und die Leute, die sind die Durchfall gehabt, oder ihre Nase hat Tag der offenen Tür gehabt, Bro. Die sind ständig auf dem WC gewesen. Ja. Die sind ständig. Und wir so, Cousin, so, langsam vielleicht so, entspannen. Was entspannen? Wer? Du, ich? Nein, chill doch, du. So, ja. Ja, aber ist geil. Ey, ich habe ein paar Fragen, die ich jetzt so gerne wieder aufmachen, Bruder. Ja, ich habe auch eine Frage. Hast du die schon angeschaut? Nein, ich habe andere Fragen, die mich wundern. Also mach du, nachher mache ich die Fragen, die wir bekommen haben. Was ist deine erste Erinnerung als Mensch? Was hast du gesagt, hast du dein Bewusstsein bekommen? Das ist eine gute Frage, Bruder. Weil ich habe ein Doku geschaut und in dieser Doku geht es so darum, irgendwann mal ist so halt der erste Mensch und so, und irgendwann mal so Bewusstsein kommen. Man sagt, ab dem 3. oder 4. Lebensjahr kommt es. Genau. Und ich frage mich, was ist meine erste Erinnerung? Ich weiß eigentlich nicht. Das Ding ist eben, es ist ein bisschen gefährlich bei uns, weil sehr viel von unseren Erinnerungen werden uns als Kind erzählt von unseren Eltern. Ja. Du hast das und das und das gemacht. Und als Kind ist dein Hirn noch so leer, dass all die Geschichten dir so krass einfahren und du das so detailliert abspeicherst, dass du denkst, das ist echt passiert, beziehungsweise ich weiß es noch. Safe. Und darum ist es sehr gefährlich zu unterscheiden, was weißt du effektiv und was ist dir einfach erzählt worden. Safe. Etwas weiss ich noch, als ich mit 3-4 Jahren gemacht habe. Ich bin in Kreuzlingen auf Feld gekommen, so bis ich 4-5 7 nötig war. Meine Mutter hat an warmen oder schönen Tag hat sie auf unserem Balkon so einen riesen pinken so Dings ausgelegt, so wie Decke. Aber wie nennt man das bei uns, Mann? Ich habe jetzt ein Blackout. So ein Button? Ja, Button, genau. Einfach so wie so Decke, einfach so Stoff ausgelegt und einfach meine Lieblingsspielzeug auf die Decke und wie gesagt, spiel wie du willst. Bro, das war für mich etwas am schönsten. Die Erinnerung habe ich noch mit 3 und wo wir, ab das glaube ich mit 4 war, noch mit 4 Erinnerung, wo wir von Xlingen, Kreuzlingen auf Wind gezogen sind, habe ich so den guten Abhauer gemacht, weißt
Wegen ich komme so, der kommt weg von da und ich habe einen Rucksack gepackt und einen Teddybär genommen mit zum Kollegen. Yeah. Ist der Yellow Dutch auf der Welt gewesen? Wahrscheinlich ist er ziemlich neu auf die Welt gekommen, ja. Okay. Ich weiß immer, ob er, das ist eine gute Frage, ich weiß immer, ob er ich glaube, er ist in Winterfeld gekommen. Ich habe immer das eine Bild. Was ist das erste Auto, das wir gefahren sind? Ein Golf 1er? Ein Golf 3. 3 sogar? Ja. Der Weisse? Nein, so ein Golf 3 GT. Mein Vater hat gesagt, bis heute, also hätte ich hatte den verkaufen wegen finanzieller Situation so. Ja. Also hätte ich den bis heute verkaufen, ich hätte den Part, ich hätte den dir gegeben, die sind unkaputtbar, die Autos. Ja, die sind schon krass. Aber er hat gesagt, ich habe gedacht, das war schon das erste Auto gewesen, aber er hat gesagt, es war ein alter, ganz alter Nissan gewesen. Es gibt doch so ein Bild von dir als Kind auf einem weißen Auto am Hocken. Das ist ein VW, das ist der Golf. Auf dem Golf bin ich so am Hocken. So, mein Vater hat so ein bisschen Blöffen mit seinem Auto und mit seinem Sohn. Ja. Das ist geil. Da bin ich drauf gesehen. Ja. Aber es gibt viele Fotos von mir, vor allem. Nein. Also eine von meinen ersten, ich bin ja in Österreich geboren. Ja. Hast du irgendeine Erinnerung in Österreich? Das ist eben so eine gute Frage, ob ich das. Also, ich kann dir sagen, das ist wahrscheinlich meine erste Erinnerung ans Leben. Ja. Ja, mei. Ich komme in Österreich, mei. Meine Mutter hat in einem Asia-Restaurant gearbeitet. Alter, zu krass. Hallo, mein Poulet. Das ist Simon. Los jetzt. Okay. Hat im Asia-Restaurant gearbeitet in Salzburg. Und ich weiss noch, die Erinnerung ist mir ganz klar im Kopf. Meine Mutter hat geputzt. Dort. Und es hat mega viele so Frauen gehabt. Und ich weiss noch ganz genau, also das ist jetzt wieder eine Frage. Ist das eine Mischung aus, was ich gesehen habe und was im Fernsehen war und. Aber ich hatte ein fettes Aquarium mit Hummer drin. Rotem Hummer, so richtig rot. Voll. Und ich habe immer, während sie geputzt hat, habe ich im Raum zwischen der Küche und Resti gespielt. Es hat so, ich weiß nicht, was es hat irgendeinen Scheiß gehabt dort, so die Kügel, wo du so Draht fährst. Ja, weißt du, ja, voll, wo im Arztzimmer voll, ja. Meine Mutter hat hure lang geputzt immer und ich habe so lange neben ihr dort gechillt, während sie geputzt hat. Und wir haben gerade über dem Ding gewohnt. Und ich weiß noch ganz genau, wie die Wohnung aussieht. Obwohl ich 2 oder 3 war, ich weiß noch ganz genau, wie die Wohnung aussieht. So, es war wie so eine U-Form, die Wohnung. Also du bist reingekommen und hat so 2 lange Schläuche gehabt. Yeah. Also weißt du, so lange Räume quasi. Yeah. Wie so das da, 2-mal. Eine Seite war das Bett von meiner Mutter und das Kinderbett. Und so kleine Köpfe und so Scheiß am Boden. Und auf der rechten Seite war so ein Sofa und also so ein kleiner alter Fernseher und so eine Fensterfront, wo man in die Stadt in die Ecke gesehen hat. Und unten dran war eben das Restaurant, also das Asia-Restaurant. Yeah. Und das ist so meine erste Erinnerung, glaube ich, wie ich immer von meinem Zimmer, also von unserem Wohnung runtergegangen bin, sie lang putzt immer. Okay. Das ist eine von der ersten. Yeah. Und die zweite, das ist mir auch viel erzählt worden, aber ich habe das auch noch sehr im Kopf. In Seebach, da in Zürich, da bin ich vielleicht so 4, 5 gewesen, hat ein Kollege von meiner Mutter einen Dönerladen gehabt. Und wir sind, also meine Mutter hatte damals vielleicht, wir sind 2 Leute gewesen und sie hat vielleicht 1500 Stutz verdient. 1400, glaube ich. Die Wohnung hat 950 gekostet damals. Oder 860, ich weiß nicht. Und sie hat dort viel gearbeitet, halt in Nähe. Und dann hat sie dort in Seebach hat sie auch mich geputzt. Und ich war so 3, 4 wieder. Also 4. Und meine Mutter hat mir so gesagt, ey, wir gehen jetzt dort rein und das Erste, was der Typ fragen wird, ist, Jolas, willst du etwas essen? So, willst du einen Döner oder so? Und ich weiss noch, so damals in Zeiten, wo ich keinen ganzen Döner haben mögen. Ja, voll. Auch lustige Zeiten. Und sie hat mir gesagt, Jolas, wir haben kein Geld. Ja, voll. Sag nicht ja, weil ich kann nicht zahlen. Ja, voll. Und ich weiss noch, das sind so, Bro, damals hat der Döner was 7 Stutz gekostet. Ja, 6, 7 Stutz. 6, 7 Stutz. Ja. So, weißt du, wenn ich so zurückdenke, wie krass das war, wie meine Mutter mit so wenig Cash umgegangen ist, dass irgendwie 1. Juli oder so war und wir hatten keine 7 Franken für einen Döner, Bro. Kannst du dir das mal vorstellen, Bruder, was wir für das Leben gelebt haben? Bro, wenn du... Ich finde es einfach... Erstens,
es ist krass, dass wir das Leben mitgelebt haben. Und zweitens, es gibt einfach echt Leute, die sagen so, ja, ich einfach nicht mehr schaffen. Ja. Oder die sagen so, ja, wenn du schaffst, wird es ja lange. Das ist ein Beweis, Bruder, das lange nicht. Meine Mutter hat damals im Ding gearbeitet, im Swiss Hotel in Oerlikon. Ja. Weißt du, wie das da, das Ja, grosse? Ja, voll. Nach sind wir auf Seebach gegangen, eben Ja. essen oder chillen, oder hat sie noch weiter geschafft, so putzt und ein bisschen Geld verdient. Bruder, meine Mutter sagt mir, schau, er wird fragen, willst du einen Dünner? Sag einfach nein, weil ich habe kein Geld. Ja, voll. So, und ich bin 4, Bruder, ich check das Konzept ja nicht. Ja, voll. Nachher, was passiert, Bro? Die Tür geht auf. Ich sage als erstes, Ich habe einen Döner! Isu Fabi, wir haben kein Geld, ich will keinen Döner. Nein. Bruder. Meine Mutter hat sich in Tod und Boden geschämt, Bruder. Voll. Und er Aber hat eigentlich ist gelacht. das etwas, was ich schäme, vor allem uns, wie die kennt. Ja, Bro, er hat gelacht natürlich. Er hat gesagt, nimm einen Döner und nimm noch einen heim. So, ja, weißt ich schwör. Bruder, meine Mutter, ich schwöre, das ist so eine Erinnerung, die ich nie wird vergessen. Scheiße, man, krass. Ja, ja, meine Mutter hat, weißt du, ich habe nie mit meinen Eltern so groß so über so Freunde geredet, also schon immer wieder, aber ich habe erst zum Beispiel letztes erfahren, weißt du, meine Mutter hat gesagt, sie hat so im Service gearbeitet, irgendwo in St. Gallen, irgendwo so einer Rösti, in so einer gut alten Stammbeiz. Und nachher, Bro, die hat gesagt, so, es ist öfters passiert, Rassismus, Sexismus und so weiter, Ja. weißt du. Und ich habe gesagt, ich so, Alter, sag mir, ich kann jetzt ficken, weißt du. Und sie so, er ist 90, Mann, was willst du mir jetzt antun, weißt du, er ist 90, Mann. Ich so, auch 90-Jährige verdient der Flat. Schon billig. Was ist deine erste Erinnerung? Eben so, ich denke an Dings nach, so wie in Kreuzingen haben wir 2 Wohnungen gehabt. Und die erste Wohnung kann ich mich null erinnern, obwohl wir mega viele Fotos dort haben. Ja. Das ist wirklich, ich bin, glaube ich, wirklich kein einfaches Kind gewesen, man, voll so hyperaktiv und so. Ich habe eben, weißt du, so viel Scheiß gemacht, so Sachen wie eben nicht ruhig bleiben, immer rumgerannt, pro Sofa anzünden und so ein Scheiß. Was? Das ist jetzt ein bisschen eskaliert, Bruder. Ja, eben einfach voll nicht im Griff, weißt du, so voll Aufmerksamkeitsdefizit und voll so Action Jackson immer umeinander. Das ist meine erste Erinnerung, so, dass ich eben auf dem Balkon immer gerne gespielt habe in Kreuzlingen, in der zweiten Wohnung. Und die andere Erinnerung ist, ey, man, vielleicht los der Mann. Ey, irgendwo in St. Gallen, Bro, oder in Thurgau. Früher haben uns die Familie miteinander viel gehängt. Gell, das ist so lustig, wie wir so. Hast du Erinnerungen an so andere Kurden, Ja. Familien mit Ja. diesen Kids? Bist du so close gewesen? Voll. Und jetzt, du weißt nicht mal, wie sie heißen. Bro, ich weiß nur den Vornamen, Moro. Ja. Ey, wenn du zuhörst, schau jetzt, ich tue jetzt alles schön erklären. Früher haben wir, eben, wie wir in Kreuzlingen waren, haben wir so 3-4 kurdische Familien gekannt, weißt du, so, nicht mal, weißt du nicht, wer mit uns, von Urfa, von dort, einfach Kurden, Bro. An der von Urfa, liebe Grüße, ich habe es geliebt, ich habe geliebt in Stressen, weil ich glaube, der Ibrahim Tatz ist von Urfa und ich immer so, Ibo ist ein Peach und so, weißt du, Ibo ist, so, sag nicht so über Ibo und so, ich bin 12. Er ist ein Peach. Er ist ein Peach, Er ist Bro. ein Peach. Ich so, Ibo ist ein Peach, man. Nachher er so, Ibo ist ein Sänger von Urfa, sag ich so, Urfa in ihnen, man. Ja, geil. Und nachher hat so eine gehabt. Ich bin so, jedes Mal, wenn jemand gesagt hat, Kurde, du siehst Kurde, okay, tamam, Kurde. Und dann sehe ich einen, das ist der Ashley. Ich so, hey Ashley, er ist Kurd. Wie Ashley. Ich so, wie er ist Kurd? Ja, halber Kurd, halber Engländer. Krass, Mann. Bro, Wer ist cool gewesen? Vater. Ja, fair. Klar. Okay. Bro, sie hat gerne der gute, behaarte, grosse, starke Kurd, weißt du? Der Ex de Gua. Eben, auf jeden Fall, sie haben 3 Kinder miteinander. Ashley, wenn du das jemals willst hören, Bro, der Typ ist, weißt du, wie schlau? Ich habe vor Jahren mal einfach aus Neugier gegoogelt und ich habe das HSG gesehen. Ja, okay. Was ist nicht schlau, oder? Was nicht steht Silicon Valley, Bro, hol mich raus von da, bitte. Hol uns raus. Hol uns raus, Bro. Vergiss nie, wie wir zusammen spielen die Züge wie wir zusammen Ibrahim Tatz gelost haben. Und distant. Also, einfach so kurdische Familie, Bro, ein Kreuzlinge. Englisch, Kurdisch, aber so richtig England. Ja. England, Bro. So, und die Kinder, kein bisschen Kurdisch. Krass. Die sehen alle Englisch aus. Krass. Und dann habe ich dort gesehen, eben, und ich so... Das ist Englisch selber, Baba. Eben, und ich habe jetzt so gedacht, so, Alter, Mann, vielleicht irgendwie kommt es über... Weil es ist einfach, auch das ist einfach zu meiner ehemaligen Primarschullehrerin gekommen, irgendwie, obwohl sie nicht mal los wahrscheinlich und sie ist irgendwie seit 20 Jahren pensioniert oder so. Und dann vielleicht kommt es auch zu dir. Ashley, falls das los ist, Ashley von, keine Ahnung, Mann. Schau dir ein bisschen umeinander, so Ostschweiz, Thurgau, St. Gallen, halb Kurd, halb Engländer, es gibt nicht so viel, wo
so heißt es und so. Wenn er ihn gesehen, verprügelt ihn. Sag ich ihm ganz lieber groß, er sollte sich doch melden, Mann. Ich kann. Was bist du? Kai Pflaume von Ding? Von. Man, die Show mit Kai Pflaume, wo er da verlorene Freunde findet. Ja, so etwas, ja. Okay. Bist du mein Schatz? Meld dich, Bruder, gib's mal zusammen einen Kaffee. Wahrscheinlich eher so, Bruder. What's that kind of a language? Auf jeden Fall, ja, Bro, wir sind mit einem kennengelernt und eben einfach die Erinnerung ist, dass wir mit dem Ashley mal zusammen gespielt haben und so weiter. Und der weitere Erinnerung ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, ich weiß noch, Bro, ich weiß nicht, was das war. Irgendeine Impfung, irgendetwas. Mit 3-4, ich bin beim Arzt gewesen. Und ich hatte eine Spritze gewesen und sie so, das muss jetzt passieren, weißt du. Wer ist denn nicht in der Arzt gewesen? Irgend so ein Hausarzt von Kreuzlingen. Ach, Kreuzlingen sogar? Ja, okay. Und ich weiß noch, Bro, ich habe so schwierig da. Bro, ich habe auch Spritze gekostet. Alles, ich habe mich bewegt, ich habe geschlagen, ich habe gebrüllt. Also bist du so ein mühsamer Kind? Ja, Bro, bei dieser Spritze einfach, nachher hat hast du das Kind kassiert? Logisch, Bro. Ah, okay. Anscheinend. Also, Bro, ich bin ganz mit mir ist jede Familie überfordert, 100%, okay. 100%. Du hast sicher ADS, Bro. 100%. Gott, ich mal abklären. Ja, Bruder. Okay. Erst sollte ich melden, erst hört ab. Okay. Auf jeden Fall, 100% habe ich, ja. Und dann bin ich bei der Marci und dann er so, und ich bin am Schreien gewesen, Bro. Ich bin am Kicken gewesen, am Schreien. Ich habe immer und dann haben sie mich gegeben, ich habe die Spritze bekommen, ich bin heim, aber heute weißt du, wenn ich so Spritze bekomme und so, ich sage, Bruder, kein Problem, ich schaue dir. Du bist ja ein Mann, Bruder! Ich bin die Augen von Spritze unter dir, ich mache so. Ist das alles? Bruder, ich glaube, weißt du, was passiert ist? Ja. Weißt du noch, wo du in die Pfütze gefallen bist? Ja. Als Kind? Ja. Nachher war es ein paar Minuten lang im Wasser. Ja. Da ist nicht so viel Sauerstoff. Nachher haben die gesagt, in der Spritze kann ich nur reden. Nein, ich glaube, der Moment, wo du ins Wasser gefallen bist, hat dich ein bisschen... Angst vor Arzt? Nein, ein bisschen beruhigt einfach. Nachher bist du chilliger geworden, glaube ich. Ich glaube eben nicht, Mann. Ich glaube schon. Ich glaube eben nicht. Schade. Ich glaube nicht. Ja. Ja, ich habe schon nur das gedacht. Und ich habe einen Kranken, nur schon ein Zitat, das ich noch droppen will. Dann können wir zu der Community-Frage gehen. Ich muss schon länger offen. Ich habe ein Zitat gehört. Heftig. Heftig. Schade, hast du deine ganze Munition für bald eine Folge? Nein, ich habe noch weiter. Okay. Ich habe ein Doku geschaut, wo es so ein bisschen erzählt so, über Menschheit. Und das war ein Zitat, Bruder. Komm zum Punkt, Hasi. Okay. Du als Mensch, du lebst jetzt. So jetzt da. So, okay. Du bist Jollasch, du bist 20, 25 am Leben, du bist du lebst dein Leben, so wie es für dich am besten passt. So. Es wäre doch krass, weißt du, wenn du so richtig so das Ganze so ein bisschen positiv siehst, die ganze Welt. Und einfach versuchst ein bisschen, sagen wir so, ich brauche ein Leben, so Klischee, weißt du. So. Und zu dem Ganzen hat jemand ein Zitat gedroppt, so, wieso nur ein Leben oder wie man das könnte sehen. Es ist wie, wenn dir jemand einen Speicherstand gibt, wo andere schon Millionen von Jahren investiert haben und du jetzt kannst damit machen, was du willst. Ich habe es sehr deep gefunden, Mann. Millionen von Menschen haben gelitten, Bruder, wir leben jetzt länger. Zum uns da anbringen, wo wir sind. Von wem ist das Zitat? Ich glaube, ist von der Doku-Serie Kurz gesagt, kann das sein. Aha, ja. Mach mal Collab, kurz und bündig und kurz gesagt. Okay. Ich habe deep gefunden, aber jetzt ja. Ja, aber Millionen von Menschen haben gelebt, aber haben halt das Leben so weit verkackt, wie es jetzt ist, Bro. 100% sind da sehr viel verkackt, aber ich meine mehr wie so... Bro, die ersten paar Menschen, die sind nicht 30 geworden, Bro. Ja, fair. Die sind nicht 20 geworden. Aber ja. Weißt du, welche von unseren Kollegen ich eigentlich nur... Also ich muss es so erzählen. Meine Mutter und ich sind im Laden gewesen, wo ich neu in die Schweiz gekommen bin, so mit 4. Sie haben mit mir Sasa geredet damals. Ich habe damals noch Sasa können. Ja, voll, ich auch Kurmansch. Und sie haben mit mir Sasa geredet. Und Sasa ist ja eine Sprache, die noch viel weniger geredet wird als Kurmansch. Ja, die stimmt jetzt im Glius. Voll, dankeschön. Auf jeden Fall ist noch eine Frau gekommen mit Kind in meinem Alter, 1 Jahr älter. Und hat so gesagt, so auf Sasa, so, kannst du Sasa? Und nachher meine Mutter so, ja. Und nachher sind die angefangen zu reden. Und sind quasi befreundet worden. Yeah. Nur weil die beiden dich sprachen. Das ist auch die Tante vom Shidar. Krass. Wie klein die Welt ist. Darum, seit ich klein bin eigentlich... ist heftig. Ist auch lustig, ist auch krass, wo wir erfahren haben, dass
Der Bruder von meinem Vater mit deiner Mutter im gleichen Voll Asylheim gleich Asylheim, stimmt, man. Das ist heftig, Mann. Der Vater vom Ding, gell? Ja, voll. Ja. Das ist wirklich die Welt ist, Mann. Wirklich lustig. Das ist lustig. Gut, eine Diskussion, die momentan nur rumgeht. Weil jetzt haben uns extra Leute geschrieben und gesagt, schau, ich frage keine Frage, ich beantworte. Ja, aber jetzt beantworten wir. Wieder eine Stunde 10, Bruder. Aber nicht beantwortet. Gut, lass mich auswählen. Ja. Die momentane Diskussion, wo das ganze Internet lahmlegt, ist welche? Sag mal. Ich sage mal. Also, wer würde überleben? Ja. Ein Fight von 100 Männern gegen einen Gorilla. Mhm. Der Hüs schreibt. Nein, hat er geschrieben. Nein. Der Hüs schreibt, wer gönnt ein Gorilla gegen mich? Shoutout Hüs, Alter. Bro, ich schwöre, ich liebe ihn, Mann. Und er meint es eben ernst. Ja. Ein Gorilla gegen mich, wer gönnt? Wer gönnt? Ich sage, mein Cousin gewinnt, Alter. Locker! Die haben den Wasch noch nicht gesehen, Die kennen dich nicht, Bruder. Er ist Golddrucker, Bruder. Der andere ist 7, er ist Golddrucker, Cousin. Bro, jetzt sind wir mal ehrlich, weil Leute diskutieren über das. Ja, aber sie meinen es auch ernst, ja. Und Leute sagen ja auch, früher haben 10 stramme Jungs einen Mammut gekillt. Ja, morgen hat er jetzt mit den Händen und Füßen gekillt. Eben, Bruder, dankeschön, Mann. Gut, wer gönnt, Bro? 100 Menschen gegen einen Gorilla, wer gönnt? Noch kurz zum anderen Vergleich. Heutzutage könnte einfach auch ein Mensch ein Leu umbringen. Mit dieser Waffe, Bruder, muss einmal mich anstrengen. Weißt, also ein Leu könnte schon knocken, glaube ich. Bro, ein Leu macht er einmal so mit seiner Kralle deine Haut. Und 30 cm deine Haut ist ja drin. Er nimmt das mit. Das ist keine Chance. Aber okay, zurück zu der Frage. 100, also ein ausgewachsener Gorilla, Bruder. Gegen 100 Männer. Die auf der Hand laufen, weißt du, Willi? Ja. Bro, der so auf die Hand läuft, nachher, wenn er sich mal Zeit nimmt zum Stehen, du siehst nur Schatten. Also ein sogenannter Silberrücken. Ja, okay. Also, ich sage mal so. Ja. 100 Menschen, Bruder. Denkst du, dass so etwas mit Anlauf, mit Training, wie hast du machen, könnt ihr einen Silberrücken nicht mal auslocken, weh machen? Mein Bruder. Wenn du sagst, ja, dann glaubst du auch daran, dass du gegen einen Berg gewinnen kannst, Bruder. Bruder, also erstmal einen Berg kann man gewinnen. Unmöglich. Was bist du, ein Tschetschen? Los jetzt, Bro. Ja. Es geht um die Menge. Ja. Und es geht darum, wie parat sind die Menschen, zu mir das Leben opfern. Ja. Bruder, du brauchst 6. Du brauchst 6 Menschen, die auf den Gorilla rennen, Bruder. Ja. Als hätten sie keinen Mord. Ja. So mit Arm fuchteln, Bruder, und schreien. Ja, und nachher gehen sie auf ihn los. Intimidation, Bruder. Dann gehen sie auf ihn los. Und rennen auf ihn. Und der Gorilla ist so, Checkst? Ja. In dem Moment, ein Nierenschlag, ich fick ihm seine Mutter, Bruder. Am Gorilla? 2. Nein, Bro. Nein, los, aber nein. Ich sage 100. Ja. 100 Profi-Fighter. Ja. Vielleicht. Bro, du brauchst 10 Leute. Du brauchst 10 gute Leute. Du kannst ihn choken, Mann. Du kannst so machen, er so am Teppen. Ja. Gottlieb. Nein, Bro, ich sag dir ehrlich, 100 ist übertrieben. Also, Bro, es gibt so etwas namens innere Blutige, Bro. Bruder, wenn der einen Silberrücken einen gibt, in der Blutung ist kein Problem. Bro. Tamam, Bruder. Ist deformiert, Bro. Ich sag ja, dir muss egal sein, wenn wir davon ausgehen, dass es dir egal ist. Sonst, Bro, du kannst 100 Zeit 3 rennen, der Rücken gibt Schlapp, gibt einen. Die Leute sind, Bro, Knie gebrochen wegen Flattern. Okay. Checkst? Ja. Knie gebrochen wegen Flattern. Ja. Guck. Checkst? Ja. Alle sagen, hey Bro, Hanks, man. Sorry. Mein Bruder, es tut mir leid. Ich habe gesagt, machen nicht, alle haben gesagt, wir machen. Nachher gehst du zurück, tamam, Bruder. Aber 100 Leute, Bro, du kannst 100 Kinder schicken. Und die würden gegen den gewinnen? Nein, aber die würden ihn aufhalten, Bro. Aber die würden gewinnen, Bro. Ja, aber ich sag, oder 50 Kinder, 30 Erwachsene, würde auch lange. Nein. Stopp, Bro. Bro, du weißt gar nicht, der Typ. Bro, 100 Menschen. 100 Menschen. Ja. Was macht ein Mensch? Und wo lebt ein Mensch, um überhaupt eine Gefahr zu sein für einen Silberrücken? Bro, ein Silberrücken lebt in der Wildnis. Wenn der in der Wildnis aufschaut und läuft, andere laufen weg. Bro. Wenn der in der Wildnis so auf allen 4 läuft, das ist wie, Bro, wenn er in den Dschungel am Laufen ist, ist wenn er in den Café reinkommt. Der Typ läuft in den Dschungel auf seine 4 und der ganze Dschungel ist ruhig. Keiner macht einen Mucks.
Keiner macht den Mucks. Jeder geht ihm aus dem Weg. Keiner macht Augenkontakt, weil keiner Problem mit dem. Keiner wird anficken, Bro. Weil der, so einer von ihm, nur Flatter, ohne Schlag. Nur Flatter, ohne Schlag. Und mit halb Ausfall, nicht ganz. Mit halb Ausfall. Bro, er knockt dich nicht. Er gibt dir all die Identität. Bro, er gibt dir aufs Mal, du stehst auf, du so. Shalom, Pahase. Nein, Bro. Kennst du die, die so aufs Mal nach einem noch gar andere Sprache? Ist das ein jüdischer Koreaner gewesen, Bruder? Shalom hast du gesagt? Irgendetwas, Bro. Kennst du die, die nachher, die so, noch kommen sie so auf Chinesisch? Du bist Wallah, du bist falsch, Bruder. Bro, los. Erstens, das Gefährliche an einem Gorilla ist nicht die Flatter, Bruder. Was? Es ist der alles war gefährlich. Der Gebiss, alles Bruder. Gefährlich. Bro, ein Gorilla hat eine Bisskraft von was? Irgendwie 100 Menschen. Bro, er hat 10, Bro. Sie sind 10, doch bis da aber nicht. Bro, schau jetzt. Und dann kann ich Knochen reinbissen. Ein ausgewachsener männlicher Gorilla ist extrem stark, bis zu 10-mal stärker als ein Mensch. Sehr schnell und hat enorme Bisskraft. Gut. In der Praxis wäre es äußerst gefährlich, chaotisch und verlustreich. Aber machbar. 100 Menschen koordiniert und ohne Angst und Verlust. Bro, die schlönt. Der Gorilla ist tot, Bruder. Fick ne mein Leben, Bro, wenn 20 Leute auf ihn einschlönen, ja. Der Typ ist 2,5-3 Meter groß und nochmal so viel breit. Ja. 200 Kilo. Bruder, ich habe 3 Shipping-Kollegen, die genau so sind, wie du sagst. Bro. Und die haben alle kassiert. Bro, der ist, wenn nicht sogar 300 Kilo, der Typ steht auf Wildnis. Der Typ kann schlafen, er schlaft in der Wildnis. Nein, Bruder, wir reden von 100 ausgewachsenen Menschen. Keine Chance. Bro, Bruder, bist du dumm? Also fick mich nicht Bro, jetzt. Bro, 100% keine Chance. Der Typ hat Austour, der knockt 10 Leute. 100 Menschen gleichzeitig, Bro. Keine Chance. Keine Chance, Bro. Glaub mir, keine Chance. Glaub mir, wenn der ausrastet, keine Chance. ChatGPT ist dazu programmiert, um dir immer Antwort zu geben, die halbwegs immer noch dich happy macht. Bro. Glaub mir, wenn ich habe das gefragt, ChatGPT, und ChatGPT fragt, ist das ein hypothetisches Gedankenexperiment oder willst du aus einem bestimmten Grund wissen? Ich schreibe, sag einer, wenn die Mutter beleidigt. Die Mutter beleidigt. Der nutzt so. Ich muss aber nicht auf die Bett. Bro, look, tamam, ich sage ja, das ist eine reine theoretische Frage. Und zwar, kein Mensch macht Verlust. Also weißt, hat keine Rücksicht auf Verlust. Ja. Nimm die Legende von Sparta. 300. Bruder, aber die sind taktisch und die haben Waffen gehabt. Die haben ein Schild gehabt, Bro, die haben ihre Schilder so angestellt, dass ihre Schilder gerade sind. Bro, wir haben alle Fernsehen geschaut, Bruder, okay. Ja, das ist aber echt. Aber, ja! Das ist so, Bruder, wer ist das, der das gesehen hat? Das ist Phalanx, Bruder, das nennt sich Phalanx-Formation, Bruder. Du nimmst ein Schild und nimmst ein Speer, Bro. Tamam, Bro. So kommt, Millionen Menschen kommen durch, aber wenn ein Gorilla so mit dem Schild schaust, der nimmt dich und der schießt dich, Alter. Bro, du musst mir sagen, 100 Menschen schaffen nicht, ein Gorilla ist 10-mal stärker als ein Mensch. Keine Chance. 10-mal stärker. Keine Chance, mein Cousin. Bro, bitte mach nicht für Content Gelaber. Bitte, ich flehe dich an, Bruder. Unmöglich. Bro, bitte, tu mal kurz dich reflektieren. 100 Menschen greifen ein Gorilla. Ein Gorilla an. Ohne Verlust auf. Ja. Ohne Angst. Ein Silberrücken, hä? Bro, niemals im Leben. Der Silberrücken, nach dem 100. ist er ein bisschen erschöpft. Aber er ist die 100. Bro, ich weiß nicht, hast du Transformers geschaut? Was ist mit dir, Mann? Bro, was hast du das Gefühl, dass ein Silberrücken ist, Bro? Einfach ein kleiner Auf mit ein bisschen Muskeln. Bro, ein Silberrücken, der atmet dich an und du bist KO. Bro, weißt du, wie viele 100 Menschen sind? Checkst du das? Ja, Kannst du räumlich denken? Ich sag, Bro, du gehst von allen Seiten, Bro. Bro, wenn 100 Leute auf ihn einstellen, sagen wir, es sind nur Platz 10 Leute um ihn. Ja. Es sind nur 10 Leute um ihn Platz. Yeah. Und alle schlagen 3 mit maximaler Kraft. Wie machen es? Es sind alle voll 3, maximal. Wie machen es? Die haben schon gesehen. Die sind alle 3 maximal. Yeah. So, jeder holt aus. Er ist dort. Und er ist dort, er kassiert von 10 Leuten. Yeah. So fest wie die anderen können. So, wie fest, wir haben den gerade vorher erfahren. Er ist locker 10-mal so stark wie ein Mensch. Er ist nicht locker, er ist 10-mal so stark. Ja. Bruder, glaub mir. Wenn 10 so, die ganze Zeit, finde ich so, Peaks. Die ganze Zeit,
Er spürt etwas. Bro, das ist einfach nicht Son Goku, gell? Bro, er spürt etwas, aber es macht ihm nicht er macht wie so 10 Leute und die nächsten 10. Bro, du kannst gar nicht logistisch, du kannst gar nicht 100 Menschen auf ihn losgehen. Fairer Punkt, mit dem, du kannst nicht 100 Menschen auf ihn losgehen gleichzeitig. Das heißt, wenn Max 10 kommen, nein, Bro, sie gumpen auf ihn, Er muss Oberleiter machen, der Typ ist 3 Meter, Moro. Ey, Bro. Bro, okay, look, ich weiß, look, die Community von uns, die hat gewisse Sympathien mehr zu dir als zu mir. Es kommt auf Thema drauf an. Nein, das ist immer so, Bruder. Das kommt auf Thema drauf an. Immer ist so. Es kommt auf Thema drauf an. Es ist immer das so. Was aufgemacht. Es ist immer so. Nein, es ist das. Also, wir machen die Umfrage auf Spotify. Bitte, bitte, spucken. Wieso machst du? Jetzt. Was? Gönnt Umfrage. Zero sagt, keine Chance. Ihr habt es gehört. 10 Minuten lang. Keine Chance. Keine Chance. Ich sage, 100 Menschen koordiniert. Kein Problem. Also nicht kein Problem, aber sie schaffen es. Gut. Also, lass mich weiter Fragen stellen. Einfach ein Gorilla gegen mich. Josh, Meinung zu Bad Bunny. Okay. Bad Bunny. Also, ich finde, Bad Bunny ist einer der kränksten Musiker von unserer Generation. Ja, safe. Also, so rein Musiktheorie. Was bist du am Fragen, ChatGPT? Das gleiche gefragt. Ich habe ein detailliert gefragt. Was hast du gefragt? Ich habe so Silberrücken, 100 Menschen ohne Waffen. Und, was sagst du? Lies vor, mein Bruder, lies vor. In einem hypothetischen, unbewaffneten Kampf zwischen einem Silberrücken-Gorilla und 100 Menschen würde der Silberrücken anfangs enorm überlegen sein. Aber auf Dauer sehr wahrscheinlich verlieren. Voilà, dankeschön. Aber ChatGPT, Bruder, das hat immer. Ich kann ihn fragen, Bruder, ist Möglichkeit da, dass es nach Kurdistan geht? Es ist schon möglich. Es ist möglich. Bro, weißt du, was du für ein Mensch bist? Wenn dir Antwort nicht passt, ist ChatGPT scheiße. Es ist so. Bro, aber es ist ja bewiesen. Was ist bewiesen? Dass ChatGPT immer dir eine positive Antwort gibt. Immer, egal was ist. Du kannst ihn fragen. Wenn frag, würde der Gorilla gewinnen? Das hast du doch gefragt. Ja. Was wäre positive Antwort? Er hat gesagt, er würde gewinnen am Anfang. Gegen den Schluss nicht. Schau, wie du wieder drehst, damit du recht hast. Die positive Antwort auf würde ein Gorilla gewinnen, ist was? Sehr wahrscheinlich schon. Oder? Ja. Steht. Sehr wahrscheinlich schon. Ja, aber steht da. Steht. Er sagt, look, logistisch gesehen er sagt, gegen 1 bis 10 locker. Gegen 100 logistisch unmöglich. Sollte es aber eintreffen, könnte er nicht gewinnen, da er irgendwann mal wegen dem Gewicht und der Erschöpfung und Koordination unterlegen wäre. Also. Aber er sagt, die müssen 100 auf ihn losgehen, gleichzeitig. Nein, dann gleichzeitig einfach immer halt 100 Leute. Bro, wenn sie in die 10er-Gruppe kommen, er hat 10 10er-Gruppe, die macht er kaputt, Bro. Was ist eine 10er-Gruppe für ihn? Bro, er macht 10er-Gruppe kaputt, bei der 5. hat er keine Energie mehr. Lies doch. Nein, locker, Bro, locker. Bro, okay, weißt du was? Ist gut. Du kannst einfach nicht anstehen und sagen, okay. Bro, es ist meine... Rein hypothetisch, ich habe nicht recht. Nein, er sagt, es ist so und so. Ich sage, Bruder, keine Chance. Ich sage, ist meine Meinung, ist keine Chance. Also du weißt mehr als ChatGPT. Nein, ich sage, meine Meinung ist keine Chance. Bro, weil er sagt ja, unter den logistischen Voraussetzungen, dass alle auf ihn losgehen. Nicht, dass alle auf ihn gleichzeitig losgehen. Doch, er schreibt da, gegen 1 bis 10 Unbewaffnete, locker. Gegen 100 sagt er, die müssen alle auf ihn gleichzeitig, das wird schwierig. Steht gleichzeitig. Gib mir Handy. Gib mir Handy. Gib mir Handy! Du verdammter Lügner. Du regst mich so auf. Du machst mich so hässig. Ich liebe dich. Du machst mich so hässig. Wieso bist du so, wie du bist? Reflektier dich. Er ist da, Mann. Steht gleichzeitig. Er ist da, Mann. Schwör auf unsere Freundschaft, steht gleichzeitig. Wieso muss ich schwören, Mann? Du bist gut. Gib Handy. Du bist ein Toxic King, Mann. Okay, weißt du was? Lance, egal. Okay, warte. Bro, Lance. Warte, Lance. Okay, so, okay. Bro, ist gut. Weißt du was? Ist gut, du hast recht. Ja, ich weiß. Sag. Ganz realistisch betrachtet, nein. Ein Silberrücken-Gorilla kann nicht. Zeig, was du gefragt hast. Gib dir dein Handy. Ich so, Gib dir Handy. Ich so, bitte realistisch, es sollte doch nicht möglich sein. Ja. Eben, wenn ich jetzt sage, es sollte doch nicht möglich sein, sagt er, okay, ist schon möglich. Wenn ich sage, sollte es möglich sein, ja, ist schon möglich. Checkst du, was ich meine? Aber die erste Antwort.
Ja, wie ich gesagt habe, es wird doch möglich sein, oder? Ich so, ist das möglich? Also es ist möglich. Jetzt sage ich, es ist doch aber nicht möglich. Es ist schon möglich. Zeig Handy. Bro, zeig die erste Frage. Gib dein Handy. Kann ein Silberrücken gegen 100 Menschen im Kampf ohne Waffen gewinnen? Dann Und wo hast du da gesagt, ist möglich? Wo hast du gesagt? Ja, will ich fragen, will ich wissen, ob es geht. Dann sagt es ist möglich. Dann sage ich ihm, aber es ist doch nicht möglich. Dann sagt ich habe schon recht, es ist nicht möglich. Das wird doch zeigen, dass der Typ... Du hast geschrieben, kann ein Gorilla gegen 100 gewinnen? Ja. Das heißt, deine Frage hast du so gestellt, dass der Gorilla Subjekt ist und im Positive ist. Er gibt mir eine Antwort, die so bejahend ist. Ja, aber du hast geschrieben, kann ein Gorilla gewinnen? Ja. Hast du geschrieben, können 100 Menschen gewinnen? Ja. Gegen einen Gorilla. Dann wäre deine Hypothese. Aber weißt du was, mein Bruder, nein, warte, look. Ich lese es schnell vor. Ganz realistisch betrachtet, nein, ein Silberrücken-Gorilla kann nicht gegen 100 unbewaffnete Menschen gewinnen. Punkt. Wenn man Gewinnen als Besiegen und Überleben definiert. Ja. Da macht er jetzt auch wieder Ausnahmen. Checkst. Er hat immer Ausnahmen, falls du sagst, ich habe lieber andere Antwort wählen. Dann sagt er, ja, nein, Güne ist, wenn er stirbt. Warum nicht? Ganz nüchtern. Körperliche Überlegenheit, das ist ein hoher Haiwan. Dann 100 Menschen ist eine riesige Masse, muss mal, weißt du, so. Taktik, Risikobereitschaft. Fazit, der Gorilla stirbt. Punkt. Ja. Er verliert. Ja, er verliert. Oder? Ja, er verliert. 6! Er richtet massiven Schaden an, vielleicht mit vielen Dutzenden Toten, aber rein logisch, gegen 100 unbewaffnete, entschlossene Menschen hat er realistisch keine Chance. Wieso redest du weiter? Ich verstehe es nicht. Aber du siehst doch, wenn er sagt doch am Anfang, er sagt doch, realistisch gesehen, nein. Er sagt am Anfang nein. Er sagt am Anfang nein, sagt er gleichzeitig auch ja. Was, er sagt nein? Am Anfang sagt er nein. Was, gib? Da, du siehst, Bro, gib du siehst doch, ich komme nicht weiter. Gib Handy. Gib jetzt halt, ich drück mich nicht. Der erste Satz ist ganz realistisch gesehen, nein, er kann nicht gewinnen. Ja, und was ist die Frage? Also kannst du Deutsch? Nein, ich kann sagen, die Menschen können nicht gewinnen. Sorry, er sagt, ich glaube... Ganz realistisch betrachtet, nein, ein Silberrücken-Gorilla kann nicht gegen 100 unbewaffnete Menschen gewinnen. Ah, ich habe falsch gestellt. Gib schnell. Ich muss gegen 100 unbewaffnete Menschen stellen. Ich habe gesagt, aber die Menschen sollten doch keine Chance haben. Aber ich habe den Verfall, wie du das aber siehst. Ich habe gesagt, Bro. Du aber siehst. Ja, gib jetzt mein scheiß Handy zurück, Mann. Nein, Bro, das wird jetzt da. Nein, gib jetzt, ich muss noch etwas fragen. Das Gespräch ist beendet. Nein, ist nicht beendet. So, Bro. Erstens, danke Gott. Danke, was auch immer. Okay, aber das ist der Maßstab. Wenn ChatGPT etwas sagt, dann stimmt. Ah, jetzt, wo es nicht passt? Nein. Das ich für die Zukunft weiss. Dass ich kann sagen, Volk 130. Bro, darf ich dich fragen, wieso bist du so? Wieso bin ich wie? Ja, wieso bist du so? Wieso bin ich wie? So, jetzt hat nicht 3, 4, 5 Mal probiert, das hin und her bügen. Du hast nicht geschafft. Das ist selber in Bruder, es geht darum, dass es meine Meinung ist, nicht? Aber vorher, mein Bruder, mein erzähl, ja. Mein Herz. Ja. Vorher hast du gesagt, ja, aber ChatGPT hat gesagt. Ich habe es falsch gesagt, ja. Oder? Und nachher wärst du zufrieden gewesen mit der Antwort, weil ChatGPT hat es gesagt. Ja. Oder? Nein, weil ich habe das beweisen. Ich habe extra geschrieben, es sollte doch nicht logisch, es sollte doch nicht machbar sein. Und mir sagen, Bro, wenn ich ihm sage, es sollte doch nicht gehen, sagt er, eigentlich schon recht, es geht nicht so ganz. Dass ChatGPT dementsprechend die Antwort gibt, wie du... Wieso kannst du nicht einfach dazu stehen, dass jetzt... Bro, aber die Frage ist ja nicht gewesen, weißt du, gewinnt oder gewinnt er nicht. Ich sage, er gewinnt nicht. Du sagst, er gewinnt. Nein, dann hast du ChatGPT gefragt. Nein, ich habe gesagt, Menschen gewinnen. Also du sagst, Menschen gewinnen und ich sage, Gorilla gewinnt. Dann hast du ChatGPT gefragt und du sagst, Bro, schau, er sagt, Menschen gewinnen. Ich so, okay, ich frage, ich kann sagen, mir schaut an. Und wenn jetzt die Antwort positiv gewesen wäre für dich, dann hättest du nicht gesagt, ja gut, ist ChatGPT der Fall... Nein, ich habe gesagt, ich so, Bro, look, ChatGPT, ich habe gesagt, ich so, Bro, look, je nachdem, wie du fragst. Aber es ist immer noch meine Meinung, er kommt trotzdem nicht drunter gegen 100, sage ich. Bro, deine Meinung kann auch sein, dass Menschen fliegen können. Ja, sie können auch. Deine Meinung... Mit Bro. genug Drogen. Also, Frage. Also, Bad Bunny. Meiner Meinung nach, einer der besten Musiker seit Jahren. Hast du gewusst, dass er ist ein Puerto Ricaner? Puerto Ricaner? Hast du gewusst, dass er mehrere Konzerte in Puerto Rico spielt, wo er nur erlaubt, dass Menschen aus Puerto Rico können als Konzert kommen? Und ist for free, glaube ich, oder? Er macht es viel günstiger oder for free oder was auch immer. Real, nicht? Er macht wirklich etwa so 10 oder 12 Konzerte dort. Ja.
Nur schon das finde ich... Ich finde auch geil, ich höre es auch. Also vor allem das letzte Album ist schon 7000 Mal rumgegangen. Man. Das letzte Album ist wirklich brutal. Ist krank. Wirklich brutal. Ich wünsche, ich würde besser Spanisch können, um zu verstehen, was dort läuft. Aber es ist brutal. Sie. Okay, weißt du was, mit uns, ich glaube, die Frage fürs nächste Mal aufbewahren. Ich würde noch einen auswählen, komm. Es sind eben wirklich nicht so... Vor allem was... Ja. Ich finde schon noch vielleicht einen, wo man kann vielleicht... Bro. Wieso sind Kennex generationell im Römertor rum? Ist das die Frage, die du auswählst? Kennst du Römertor? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich habe echt mich gefragt, gibt es noch Leute, die Römertor hängen in Oberi? Das gibt es einfach echt auch. Wann sind Tös gegangen? Zentrum Tös? Bro, Zentrum Tös. Weißt du, wenn du zum Beispiel bei uns, wenn du schon gegangen bist, in der Oberstufe, hast du beim Bus müssen umsteigen oder halt dort beim Römertor zum Bus gehen. Und dann hast du halt immer hinter der Busstation gehängt, bis der Bus kommt, weil der Bus ist alle 15 Minuten vor. Ja, okay. Nein, bei uns ist halt, Bro, Oberwinterthur ist so aufgebaut, dass es mehr so ein Schluch ist, also lang ist. Mhm. Das heisst, zum in die Stadt kommen, hast du ja so oder so müssen über das Römertor gehen. Ja, nachdem, wo oder? Du wohnst. Nein, nicht unbedingt. Aber es kommt darauf an. Also ein Großteil von Oberwinterthur. Also der Dorfkern ist nicht bei Oberwinterthur. Es ist so Dorfkern und dann Römertor und dann der Rest. Also die im Dorfkern gewohnt haben, die haben nicht über das Römertor so gehen. Aber es sind doch noch viel müssen über. Nicht so. Okay, und bei uns ist halt eher breit und halt gerade angrenzend an der Stadt. Darum, nein, wir haben nicht so, also wir haben einfach unsere Hotspots in Tös. Okay. Ich finde es geil, dass sie das behalten. Ja. Mit Hängen Römertor. Geil. Ja, Mann, Bro. Jetzt haben wir über 1,5 Stunden. Wir können die andere Frage das nächste Mal beantworten. Ich habe Paradies halt das Foto gemacht. Man. Ja. Ist jetzt voll gut, also komm, nehmen wir das jetzt. Wir es sind noch ein paar Leute, die noch gefragt haben wegen Live-Shows. Wo viele Fragen aus letzter Zeit immer wieder schreiben zu uns. Ich weiß nicht, wir müssen mal darüber reden. Aber wir hören euch, wir sehen euch. Und wir nehmen es auf. Und ja. Vollmann, hey, hört die zweite Staffel. Heute sollten die restlichen 3 Folgen von Kurz im Ohr draussen sein. Und danke für die Liebe, man. Wir haben viel Resonanz bekommen, wir haben viel Liebe bekommen für die erste Staffel, für die zweite Staffel, die ersten beiden Folgen. Sehr, sehr, sehr. Wirklich sehr geil. Danke für Stylen, danke für euch Schreiben. Danke für Reacten, alle Streamers, alle, die das sich geben. Grüße die Woche. Wenn ihr das hört, bin ich in Berlin. Eine Woche lang wie so ein Filmstudent. Ist nötig zu sagen? Hä? Ne? Was hast du gesagt? Ich bin Berlin. Genau, sehr lustig. Ich komme zurück in der nächsten Folge, erzähle ich euch von meinem Berlin-Erlebnis. Und ich erzähle mit Cousin gegen den Gorilla Gunnet. Geil, Mann. Schön zusammen. Love you. Schön, ciao.